Da, geht da was? Ob da was geht, habe ich gefragt. Geht da was? Fragezeichen, wo ist Twitch? Der Sprengi ist da, der Sprengi ist aber immer da, das zählt nicht. Hallo? Hallo? Oh Gott, ich höre mich selber, ja, passt, dann gehe ich erst mal mit ihm auf den Sack, wie immer. Ja, good old times. Good old times. Ich bin ein Rasen. Allerdings kriege ich einen kleinen Flashback, wenn ich in den Krüger schaue. Das ist nicht so gut für mich. Linzepp! Fix Letten, haut ihre Bier, jetzt fucken weiteren Suchtspaß mit Factorio, jetzt Birgetime, Hashtag Osserbier. Merci wieder Euro, Berndl-Hans. Birgerli? Ja, ja. Factorio de Woche mehr Zucht wie letzte Woche. Bis jetzt hat's mich noch nicht so überzeugt. Verstehe nicht. Ähnlich Verstehe die Frage nicht. Nein, Berndl-Hans hättest mal gleich Herr der Ringe 1 bis 8 geschrieben. Wie lange ist denn der Opa schon dabei? 20 Monate, Money! Was schreibt er noch? Du, Gustl, hast mich mit dem Spul geimpft. Tja, meine Impfquoten ist höher als die von diesem Land. Ist ja gut, müssen wir jetzt die Scheiße wieder 800 Mal hören. Fix Lettner! Opa, merci, welcome to the squad! Bigler, merci, welcome to the squad! Berndl-Hans, merci dir! Schauen wir mal, ob es die heute überzeugt. Weiß ich, wenn die Satisfactory nicht überzeugt hat, dann glaube ich, wird es bei Factorio auch nicht besser. Weiß ich nicht. Jetzt stimmt ja auch noch. Ich hab nicht mehr auch mit dir gesagt! Fix Letten! Sehr schön. Auf einen weiteren Monat. Mein Mike, merci. Ladies. Oh Gott, die Mecher zu gern sterben. Sterben, hab ich gesagt. Oh. Wolf, merci! Leid, Schnauze jetzt! Hab ich! Evans, Birger. Ich hätte fast gesagt Montag. Kenne ich mich schon überhaupt nicht mehr auf. Gott, jetzt! Oh Gott! YouTube! Was denkst du dabei, dass jetzt Mitglied sein Scheiß da retriggern kann alle 5 Minuten? Wir waren das wieder. Ich weiß nicht, wenn ich so gezeigt wird. Donnersepp, merci, Schmidi! Servus, wie geht's, Schädel? Heute wieder gut. Das war eine sehr gute Entscheidung, dass ich am Montag ausfallen habe lassen. Das ist alles, was ich weiß. Gern, Christian, merci dir für den Euro. Quasi-Time ist wieder, freu mich schon. Oh Gott, heute wird jetzt wieder die Quasi. Heute hauen wir die Quasi aussehen, dass du quasi sagst, du leck mir am Arsch, wann das für Quasi. Kruzifix, das ist mein ganzer Monitor verrutscht da. Das war jetzt nix. So, nochmal von vorn. Harvey! Ich bin's, der Birger, am Micke. Montag war ich nicht da. Sag ich dir, wie es ist. Ich hab am Wochenende... Hoppala! Mehr sag ich nicht. Dafür saufe ich jetzt nie wieder. So. Was mein Tisch... Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Vollbiskott. Ich kann's nicht mehr hören! Fuck! Geil, merci dir. Freier! Merci dir für den 5er Harvey. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ein richtig gutes alles Harvey. Merci dir. Ja, ist ja gut, Leute. Leute. Löwensepp, der Montag musst du noch werden. Hashtag bla bla bla. Der Montag muss doch noch Gold werden. Was? Hashtag Spendenaufruf. Seit wann hat denn die Vorleserstimme sich einen Schlaganfall? Was ist denn da los? Hoppala, hast du mal Kuppel ausgedroschen. Du hast soziale Penner! Birger, meine ich natürlich. So, grüß Gott beieinander. Jetzt grüßen wir einfach mal einen Haufen. Ja, wenn die Leute halten sowieso nicht eine Goschen. Habe die Ehre an! Den Herrn Nico, den Mechatronics, an den Herrn Donner, an den Lukas, Susanne, an den Eva, an die Steffi, Björns Wölfchen, an den LS19-Streamer, an den Jack Gecko, an den Odin, an den Daffy Duck, an den Jack Degino, an den Mapfrey, nochmal an den Jack Degino. Einfach so, weil wir es kennen. An den Playlex, an die Wife, an den Jesus, an den Sam Cromike, an den Herrn Springer, an den Wolf und an den ganzen anderen Saufer. Danny, merci wieder für den Servus, Chef, gemütlichen Abend, grüß mir die Nachtschicht. Hashtag Schütterabsee, falsch geschrieben, mit D. Und mit E. Hab's genau gesehen. Voll Erinnerungsquad. Hat mich erinnert, ich hab bloß an meinen Mike gesehen. Tut mir leid. Feier! Hab ich da was vom... gehört. Ich weiß nicht, keine Ahnung, von was du redest. Merci für dein Drilling. Bernd Lanz, wie Herr der Ringe 1 bis 8, hab ich da was verpasst. Hashtag Tell Me More. Ja, das kommt mit der Amazon-Serie. Du kriegst dann Teil 4 bis 8 wird super woke. mit schwarzen Elben und so ein Scheiß. Das wird so peinlich, oder?
Fuß! Oh, der besoffen! Hey, heute bin ich nicht mehr besoffen. Es war nur Wochenende. Ja? Zeit nur fürs Wochenende dafür. Oder ich werde nächstes Wochenende, werd mir schon wieder hier da eingeladen und da eingeladen und was weiß ich. Ich hab gesagt, fickt euch! Fickt euch! Und wir sehen wir uns im August vielleicht. Dann schauen wir weiter. Aber vorher, nein! 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 Unterstrich Wulfric, Schluss! Aus! Unterstrich Biergarage. Unterstrich Biergarage. Hey, Entschuldigung, hast du vielleicht so eine Biergarage, wo ich mein Auto unterstellen kann, wenn es draus duscht wie Pflack? Wulfric, merci dir! Schluss, aus! Das Wort mag ich nicht lesen. Bussi aufs Nussi, danke. Eine Biergarage. Ja, da kannst du den Kasten und reinsteigen. So schaut's aus. So, wie geht's euch? Ich hoffe, mir reißt keiner einen Kopf, dass ich am Montag nicht da war. Ich sag, das war unmöglich. Es war so fucking unfassbar, unfucking möglich gewesen, dass ich mir am Montag daher sitze. Ich glaube, ich hätte mir nach 5 Minuten versuchen laut und so, wie wir halt da sind, nach 5 Minuten hätte ich mich erschossen. Ich sag das, was ist. Ja, ich bin alt, fett, langsam und wie ist denn das Wort, wenn man nichts mehr vertragt? Weiß ich nicht. Ich trinke ja so fast nichts mehr. Ich glaube, ich habe den ganzen Winter, wann haben wir das letzte Mal was getrunken an Silvester? Und da bin ich auch schon gestorben. Und dann wollte ich nicht mehr. Und jetzt 4 Monate später wieder gestorben. Feier fürs Carport! Merci dir. Nüchtern. Ich bin nicht besoffen. Warte mal. Jetzt ist mir schon ins Zipferl aufgegangen vor lauter Rage. Quasi? Oh Gott, wir werden heute wieder so viel quasi aussehen, so viel quasi hast du deiner Lebtag noch nicht gesehen. Hat mir schon überlegt, am Wochenende werde ich absolut nichts tun. Vielleicht, ja, weißt du selber, was ist vielleicht, aber auch nur, gibt es einen Ersatzstream am Wochenende, schauen wir mal. Ich habe mir so ein bisschen mir mal überlegt, so, hey, Total War Warhammer 3 war mal ganz interessant. Aber dann habe ich mir das angeschaut, ich war vorher am Flammen und habe gesehen, da gibt es überhaupt keine von den alten Fraktionen mehr. Vom ersten und zweiten Teil. Also hier Imperium, Vampire, Orkse, Skaven, Tiermenschen und den ganzen Scheiß. Sondern bloß diesen ganzen Kack, diesen ganzen Chaos-Kack da. Ich mag kein Chaos! Ich hasse Chaos! Also Chaos ist an sich schon gut, aber nicht im Warhammer-Universum. Das mag ich nicht, gefällt mir nicht. Das ist einfach, weiß ich nicht, mag ich nicht. So schaut's aus. Ist aber heute auch wurscht. Was wir heute immer spielen, wir Factorium. Wir brauchen mehr Healpots, habe ich gehört. Ist heute nicht Ergo. Nein, heute ist quasi und Ergo. Heute ist quasi Steri Ergo. Geil, also treffen wir uns am Samstag. Na dann spiele ich halt ein früheres. Die alten habe ich schon so fake gespielt, mich würde das nicht interessiert. Aber ich mag irgendwas, warum haben die alten Fraktionen nicht mehr drin? Das verstehe ich nicht. Warum werden sie einfach alle raus? Felix, der Bier, kannst du bitte meinen Kollegen Fabi und meinen Bruder Fabian grüßen? Sei ehrlich, hast du dich schon mal verwechselt, Felix? Sag's, was ist? Sag's, was ist! Merci dir! Leute, Dankeschön, ist ja gut. Bernlands, August, Straubinger Volksfest oder wir? Hashtag Woke Mittelerde, ja genau. Nein, in Straubinger Volksfest gehe ich nicht mehr, sag ich dir, was ist. Da lieber schieße ich mir ein ganz Backel Zimmernägel in die Kniescheibe rein. Nein, das sag ich dir, was ist. Aber unser Volksfest da kann mich dieses Jahr mal wieder sehen. Jetzt war es doch 2 Jahre nicht. Irgendwie habe ich jetzt doch wieder Bock, obwohl es mir eigentlich gar nicht mehr stickt, so ein Volksfest, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und Weinfest und so eine Sachen. Herr Wulfric, wird's mit der Mortal Empire geben? Kommt, sag. Wird's mit der Mortal Empire geben? Kommt, sag, Frau. Wulfric, ich hab keine Ahnung, was du mir sagen und was du mich fragen möchtest. Ich hab keine verfickte Ahnung, was Mortal Empire wird's mit der Mortal Empire geben? Kommt, sag. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Was ist Mortal? Ist es ein DLC für Warhammer? Was ist das Mortal Empire? Ich kenne mich nicht aus. Tut mir leid. Die Mortal Empire Map zu Total War. Ah, okay. Dann kommen quasi die alten Fraktionen wieder zurück. Das heißt, dass ich die spiele. Warum haben die nicht gleich vor Anfang an drin? Herr Stolber! Stolber, Sepp, merci dir! Der Bürger, Hilfe, mein Alter hat ein Ettinger gekauft, was soll ich mit dir tun? Foto machen, or it didn't happen. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Hast du mich angelogen. Hast dein Member-Alert rausgehauen, damit du mich anlügst. Sag's, was ist? Hast du mich angelogen. Stahlbauer Sepp, ein Chat. Wenn du nichts schreibst, weiß ich, dass du mich angelogen hast.
So. Damit sie was rausscheißen. Ja, das ist mir schon klar, dass das ist halt wieder ärgerlich. Weißt du, Fraktionen, für die ich vor 2 Teile schon was gezahlt habe, muss ich jetzt dann wahrscheinlich wieder extra zahlen. Kriege ich schon wieder das Kotzen. Weißt du, was ich dir sag? Drauf geschissen! Sperren wir jetzt Factorio. So schaut's aus. 10 Neues. Donation Sounds. Aus. Wir müssen mal bauen. Und ich habe ein bisschen weitergebaut. Ein bisschen. Wie so kündig. Aber wirklich ganz wenig. Jetzt so die Muse. Wieso sagt man da schon wieder nix? Jetzt hätte ich aber schon einen Schlaganfall gekriegt, wenn ich da ruckelt. Ich sag das, was ist. So, Freunde der Sonne. Wie schauen wir aus? Quasi gut. Ergo, spielen wir weiter. Ich kriege jetzt schon wieder das Kotzen. Hey, ich möchte bitte einen Quasi-Counter. Wer sich die mir macht, der kriegt einen goldenen Thron. So. Fortsetzen! So schaut's aus. Oh, da sind wir. Man kann ja leider nicht auf Pause drücken, aber ist ja wurscht. Was ist denn da? Aber Gott sei Dank, dass ich mir die scheiß Melodie nicht mehr anhören muss! Easy! Die einzige neue Mitgliedschaft ist einer schwab. Das schalte ich noch mehr ein. Voll! Das möchte ich euch übrigens im Volksfestschrein hören dieses Jahr. Und zwar in allen. Genau das Lied. Und zwar alle auf der Bierbank zu 30. Wer nicht mitmacht, schlägt Bierbank. So, wo ich vorher mit dem Knockout noch drauf gesessen bin. So schaut's aus. Schluss jetzt! Wo haben wir einen Stäbchen? Also, jetzt passt so was. Ich meine, ihr seht es ja sowieso sofort. Wer war beim letzten Mal dabei? Wer nicht dabei war, ist mir scheißegal. Ich zeige kurz her, was wir gemacht haben. Wir haben eine ziemlich souveräne Kohlemaschinerie aufgebastelt. Ja, wir splitten das da hinten auf, dann wandert das da oben und dann kommen wir da zu unseren wie soll ich sagen, quasi zu unserer Eisenerzproduktion. Das schwappt dann da sauber weiter und da unten produzieren wir mehr Startzeit! Was jetzt denn? Habe ich die Biergäste Teil 1 nachgeholt? Top Spui. Ich hoffe, dass mehrere Streams kommen. Hä? Top Spui. Ich hoffe, dass mehrere Streams kämmern. Grinsen. Gibt schon neue Infos zu den Greifbeinen. Infos zu den Greifbeinen? Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ja, was für Greifbeine? Nicht my Game Over, hab gesehen, bist live. Und ich wollt da wieder MOI nerven. Das hast du geschafft. Dankeschön. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht. Dir gefällt nicht einmal das Spiel. Weißt du was? Egal, da nimm 25 €, du Wichser. Da. Hey, da! Warum? Schluss jetzt! 5 Nasen, Mann, merci wieder 5. Was für ein Teil? Gehst du Teil 1 noch? Also von Factorio, okay. Schluss jetzt! NTV! Merci wieder entwickelt. Wer ist Schierling? Wer ist Deutschunterricht, Alter? Merci dir für deinen Zwickel. Herr, jeder 25 € sind zu viel. Sind quasi zu viel. Ergo, Schluss jetzt. Dankeschön. Bussi aufs Nussi, ganz fest. Herr, jeder, ich muss jetzt erklären, wo wir Stiebel werden, sonst greifen uns die Aliens so und dann haben wir alle tot. Im Spiel natürlich. In echt vielleicht auch. Wundern tut mir mittlerweile nichts mehr. So, wir haben eine ziemlich stabile Eisenplattenproduktion. So schaut die ganze Gaude aus. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 so Schmelzöfen, die da sauber Kohlen kriegen und sauber Erz kriegen und die sind in absolut... Kruzifix jetzt. Stahlwasser! Wir lieben dich. Schluss jetzt! Kruzifix spenden, nur Meter machen, verstehen Sie? So. Ja, da hinten scheißt auf alle Fälle die Eisenplatten aus. Und selbiges Konstrukt haben wir da herum, einmal für Kupferplatten ebenfalls. Das habe ich offstream gemacht, ich habe es halt ein bisschen erweitert. Basti Schmidt, bitte alle einmal den Like-Button smashen. Danke, Schmieder Sepp, merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. So, ja, das war's aber auch quasi schon. Ergo, was ist der Plan heute? Der Plan ist heute, wir bauen ein Wissenschaftspaket für Automatisierung. In kurz, Healpots. Und für die Scheiße braucht man mir ein Kupferplatten und ein Eisenzahnradl. Und das erste Mal, haben wir das im Stream noch gebaut, das weiß ich leider nicht mehr. Den Kasten da, das der wir einfach nochmal. Ist ja scheißegal. Wie viele Zahnräder sind da drin? Ja. Einige. Was ist da wieder? Kasperl! Welcome to the squad! Merci dir! Schluss jetzt mit der Scheiße! Okay. Jetzt kriege ich ein kleines Vögelchen. Ein Vögelchen. So, Eisamen schaut gut aus. Das ist nur provisorisch da hergebaut, damit die Eisenplatten da irgendwo hinschwimmen und wir da ein bisschen eine Vorproduktion haben. Wie voll handeln die? Alter, da geht's zu, schau dir das so.
So viele Eisenplatten, das ist ein Wahnsinn. Wir müssen mal Zahnradl produzieren. Und mein grundlegender Plan, weil das da, dieses Konstrukt, bei Kruzifix geht es ja mal 5 Sekunden einfotzen halten, das ist unfassbar. Gustel mich! Merci! Schluss jetzt! Oh Gott, der Hitz hier einfach nicht. Also die Mortal Empire Map in Total War wird es kostenlos geben und alle DLCs aus den vorherigen Teilen werden komplett übernommen. Und es gab die Bestätigung, dass die Chaos-Zwerge spielbar werden. Haben wir wieder bei Chaos. Chaos interessiert mich nicht. Warum denn der Zehner, Alter? Jetzt sag ich's ja. Warum denn? Ich kapier's nicht. Ich trinke jetzt mal was. Merci. Okay? Einigen wir uns einfach auf Merci. So. Im späteren Verlauf. AB Gaming! Warum nicht XY Gaming? Welcome to the squad. Merci dir. Wir haben noch nicht ein Ding gebaut, wir haben noch nicht geschmatzt, ich habe nichts herzog, kein absolut fucking nothing. Welcome to the squad, Pussy aufs Nussi, Dankeschön. So, Schluss jetzt. Wir brauchen Platz für später. Das, was wir da jetzt an Produktion haben, mit Kupferplatten und Eisenplatten und so weiter und so fort, ist quasi zu viel für jetzt. Aber für Stadelbauer Sepp, echt jetzt 5 Jahre später immer noch Franziska. Wie lange soll man in Zukunft Blätschmerz machen, bis alle fertig sind und wir dann spielen können? Easy! Du bist der Inbegriff von Bayern. Ich liebe dich sehr, deine Videos sind Komödie pur, die schaue ich so gern. Geh bitte für mich was trinken und ich einen gescheiten Lebergas. Easy, das werde ich machen. Allerdings werde ich mir von dem Zehner einen sauberen Batzen Grillfleisch leisten. Ich sag das, wie es ist. Easy, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Falls du einen alten hast, das Bussi aufs Nussi ist mehr so, ja, freundschaftliche Basis. Versteht sie? Stefan, welcome to the squad. Die Beträge sind dazu da, dass du total eskalierst. Ja, ich habe auch das Gefühl. Freier! Francesca! Was ist das? Wieder nichts gelernt in den 5 Jahren. Ich krieg einen Vogel. Ein Vogel. Schluss jetzt! Dankeschön! So, wir expandieren da später. Das habe ich schon so geplant, dass da noch eine zweite Lane herkommt mit noch mehr Schmelzöfen und da herunten genau das gleiche, weil diese Produktion von Eisenplatten und Kupferplatten niemals reicht. So, wir spielen jetzt, okay? So, das bedeutet, ich möchte ein fettes Förderbandel vielleicht später dann nochmal auf 2 aufteilt, die sich dann verteilen, wo wir halt überall Kupferplatten brauchen. Und das ist halt das eine fette Bandel da und da herunten bei den Eisenplatten ist es das da. Das müssen wir sowieso noch ein bisschen umbauen, dass es ein bisschen weiter da 4er geht und dann da unten mit dem zweiten, das wir irgendwann da herbauen, zusammenlaufen kann. Okay? So, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen eine kleine Produktion von Kupferplatten haben wir und eine kleine Zahnradproduktion. Ja, da bauen wir jetzt irgendwo so ein bisschen abseits auf alle Fälle. Was weiß ich, mein Zahnradl brauchen wir nicht bloß für das, sondern auch später für was anderes. Bauen wir irgendwo mitten da in Pampa rein, ist mir jetzt ein scheiß Wurscht. Los geht's. Dafür braucht man diese Assembler da, diese Montagemaschinen. Da haben wir bloß eine. Da darf ich jetzt einfach mal vorschlagen, bauen wir 5 insgesamt. Das dauert ein bisschen. Und wenn da unten wird Kupferdraht zusammenbastelt und Dinge, das dauert im Inventar dauert alles ein bisschen ewig. Da sollte man eigentlich gleich von allem ein bisschen mehr bauen, damit nicht alles so ewig dauert. Ich weiß es auch nicht. Der Sprengi schreibt, abseits! Was abseits? Ich kapiere nicht. Sprengi, bist du besoffen? Ein fettes Bandel, also ein Speckgürtel. Fanny, da hast du absolut recht. Wir bauen den Speckgürtel des Eisendaseins. Wo sind wir? Da sind wir. So, jetzt haben wir mal 50 Dinger, die werden wir mal da unten rein. Und wie man es macht, ist verkehrt. Ich sag's dir, es ist, wenn ich mir das jetzt da irgendwo hinbaue, dann bin ich später sowieso unzufrieden damit, aber ist ja scheißegal. Wolfrack! Nicht an Kubalan vergessen, du Pseudonym. Merci dir. Stolper! Wo die Rose kaufen? Na! Das ist not how it works. Wenn du mir Rosen verkaufen möchtest, muss ich dir 2 Euro geben. Nicht du dem fetten Internet-Trottel
Egal. Was reden eigentlich? Das versteht ja sowieso keiner. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ziel des Ganzen ist nämlich automatisiert diese roten Healpots dort zum Basteln. Oh, da können wir mittlerweile 1400 bauen, sehe ich gerade. Okay. Damit wir das nicht von Hand machen müssen. Und die fördert man dann in unsere Forschungszentrale hinein und fördert man auch. Was jetzt denn ihr? Ich kapier's nicht. Sorry, jetzt muss ich deinen stillen Zuschauer in Andy F. auch nochmal nerven. 25 plus 25 sind 2 mehr auf. Der Andy F. ist gar nicht so ein stiller Zuschauer. Der tut aber hinten nachher kommentieren. Tut ihn nicht ab und nicht nur seine Kommentare fleißig beantworten. Schluss jetzt! Edersepp! Merci! Maul halten! Dankeschön! Das ist unglaublich. Mir braucht man erst einmal saubere Rotzglocken! Quasi! Da drin produzieren wir mir Zahnrad. Wir werden so viel Zahnrad produzieren. Muss ich das eigentlich bei jedem extra einstellen da so? Oder gibt es da wieder irgendwelche super Shortcuts? Wann die Super Backseat Pro Gamer? Wo ist der Uzi? Uzi! Sag mal, was ich tun soll. Wir brauchen ein Laufbandel. Produzieren wir gerne mit mir ein Laufbandel. Da brauchen wir viel mehr davon. Und so Aufspalter-Dinger haben wir. Oh, muss ich nur schnell herzeigen. Das ist was ich off-stream, glaube ich, gemacht habe. Das hat es im Stream letztes Mal nicht gegeben. Und zwar, ich habe gesagt, ich erforsche nichts off-stream, aber eine kleine Sache habe ich erforscht, weil sonst hätte ich nicht anständig weiter da können. Und zwar, diese Splitter da. Das sagen wir. Ich demonstriere es einfach einmal. So, der haben wir das da weg. Und zwar, das ist so ein Splitband. Bam, bam, bam. Und das, wenn du da herbaust, dann teilt das Ding quasi automatisch. Quasi. Halt doch dein Maul mit deinem Quasi! Dann teilt das Ding alles, was auf dem Bandförderer drauf liegt, in 2 auf. Also 50-50 quasi. Da, sagt man schön. Und dann kannst du halt quasi damit weiterarbeiten, wenn man so will. Quasi. Zählt alles zum Counter. Ergo haben wir jetzt bei quasi 14, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Bullmanner, genau. Wer ist Scherling? Was? Wer ist Schierling? Keine Ahnung, Alter. So, auf alle Fälle brauchen wir die fetten Eisenplatten, die brauchen wir mit da herunten und damit müssen wir unsere Maschinen da herunten fordern. Und auf der anderen Seite kommt dann, wie soll ich sagen, was, wenn wir das machen? Da lässt man ein Bandel durchfahren. So, zauberhaft. Fordert man ihn mitten hinein. Und außen lässt man quasi die Produktion vierer fahren. Miau, miau, miau. 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 Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Ich glaube so. Ja. Zauberhaft. Dann müssen wir jetzt da mal schnell einen abreißen. Und zum Ausmessen da einen herbauen. Ich weiß schon, ich mache wahrscheinlich wieder alles verkehrt, aber das ist mir wurscht. Ich späh! Nicht wahr? Quasi. Maulhalten jetzt, Bürger, Maulhalten. Mehrer bauen, mehrer Meter mal. So, wunderschöne kleine Produktionsstätte von, bauen wir nochmal 5 sichere Produktionsketten-Dinge. Und so. Da fordert man hin, da gehen wir aus. Dann brauchen wir noch mehrere Greifarme. Wir brauchen mehr Greifarme. Florian! Schon wieder! Du bist mir gerade nicht angegangen heute. Eigentlich habe ich nicht mehr so viel Geld, weil ich jetzt auf PC geswitcht und das Teil teuer war mit dem Monitor und alles lol. Aber einen fetten Trottel aus dem Internet müssen wir schon nerven. Ja, das hat sich rentiert. Gut gemacht, Florian. Höchstwahrscheinlich aus Österreich, woher auch sonst. Heißt ja Österreich und nicht Österarm. Muss man wissen. Merci dir. Pussy aufs Nussi. So, dann brauchen wir Stromversorgung. Jetzt ist die Frage, wie wir mir das platzieren können. Das weiß ich nicht. In den Assembler. Das ist eine Maschinerie, die habe ich erforschen müssen. Montagemaschine 1. Brauchen wir später noch eine andere. Und zwar, jetzt bauen wir mal so ein paar so Dinge noch von Hand, diese Roten. Ja, wir müssen jetzt auf alle Fälle da herunten Eisenplatten fordern. Das ist alles, was ich weiß. Und das werden wir jetzt einmal machen, indem dass wir da so runterfahren. Und einfach da so her.
Und von dieser Eisenplattenproduktion, die splitten wir da herum gleich einmal in 2 auf. Und fahren wir straight da oben. So. Nein, das gefällt mir nicht. Da muss ein Loch dazwischen sein. Los mich. Machen wir das so. Oh, das pflastert mir später alles sauber zu. Aber sauber pflastert man mir das zu. So, kommen die Eisenplatten schon runtergerudelt. Schau dir das an. Jetzt wird da oben das Bandel auch frei und jetzt arbeiten dann wieder alle. Und jetzt bin ich gespannt. Ob das gelangt. Ich fürchte nicht, dass das gelangt, dass das Bandel immer voll ist, aber wir werden sehen. Versuch macht klug. Ich habe auch schon Zeit nicht mehr gespielt. Ist ja nicht so tragisch. Machen wir hier saubere Stromversorgung. Wir können das am saubersten aufteilen. Wieso ist da jetzt ein Ding dazwischen und da nicht? Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Na? Verstehe ich nicht. Machen wir so. So. 4. Und da herum noch einen. Dann brauchen wir ein paar Arme zum Auseinanderbauen. So. Also, was jetzt passiert, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, was ich jetzt da zusammenbastelt habe. In der Mitte kommen die Eisenplatten. Die Eisenplatten, oh, da brauchen wir noch ein bisschen was, da fehlen noch ein paar. Da brauchen wir noch gelbe Arme. So. Also, da kommt der Eisenplatten da in der Mitte, die kommt sauber daher. Dann kommt der gelbe Arm, schmeißt das in das Drum da rein und da kann ich quasi auswählen, hey, baut Zahnradl. Und für so ein Zahnradl brauchen wir 2 Eisenplatten. Ergo, fahren da den ganzen Tag 2 Eisenplatten vorbei, werden von den gelben Sauhammen, von den Greifarmen, mit Knierscheiben übrigens, da reingelegt und produzieren ein Zahnrad und schmeißen das dann auf das Förderbandel da, kacken das da raus und dann hoffe ich, dass sie das beidseitig da auf dem Laufband sammelt. Normalerweise müsste das sauber hier hauen. Machen wir jetzt so. Da springt damit der innere Monk nicht im Dreieck springt. Mehrere Strommasten sind mehrere gut. Möchte keinen Ton hören. So schaut es nämlich aus. So, jetzt müssen wir das Ding bloß noch an den Strom anstecken. Das habe ich gelernt, da kann man mit dem... Oh, nein, das habe ich nicht gelernt. Da kann man mit dem Mauszeiger umbleiben. Und dann schaut das gut aus. So, und jetzt baut meine Maschinen. Baut! Geht schon los. Schaut euch das so. Und schon fängt die Maschine an zum Rädeln. Aber da müssen wir noch überall Zahnradl einstellen, weil sonst nimmt er nichts vom Bandel. Kann man das nicht schneller machen? Kann man das nicht in Massenverarbeitung machen? Ich weiß jetzt auch nicht. Müsste da eigentlich schon gehen. Geil, ich muss mir alt drucken, dann sieht man, was passiert. Schau dir das an. Schau dir diese zauberhafte Zahnradlproduktion an. Wenn das nicht absolutäres Pro-Gaming ist, Brudi, dann weiß ich es auch nicht. Das stockfinster ist. Sag mal, wie schnell ist denn da der Tag-Nacht-Zyklus? Ich kriege einen Vogel damit. Servus, Bürger und Chat, da ist fit bei euch, schreibt der Heide. Der Heider oder der Heide? Das brauchen wir nicht. Das da brauchen wir auch nicht, glaube ich. Schau dir das an. So, jetzt müssen wir irgendwas mit den Zahnrädern anstellen. Unser Problem ist so ein bisschen, wir müssen mehr forschen. Mehr Forschung, Kinder. Und zwar diese Assembly-Station, die wir da haben. Jetzt bei so Wacht. Folgendes. Wir wollen ja, jetzt haben wir theoretisch alle unsere Materialien. Wir haben Kupferplatten, wir haben Zahnräder. Aber damit wir das rote Klump da, unsere Hillpots produzieren können, brauchen wir auch wieder so eine Produktionsmaschine. Aber da gehen ja 2 Materialien rein. Jetzt ist die Frage, kann das graue Ding? Das könnte man eigentlich einmal schnell ausprobieren. Jetzt warte mal. Tatsächlich. Das graue Ding kann das. Da kann man zwei produzierte Sachen einlegen. Das habe ich nicht gewusst. Sag ich dir, wie es ist. Wo bauen wir das? Ich habe keine Ahnung. Da herum ist unser Kupfer. Das ist alles, was ich weiß. Das müssen wir irgendwie da runterleiten. Müssen wir da 4 führen? Führe es. Das splitten wir auch auf. An einer ähnlichen Stelle da die Vorschlag. Einfach straight da, weil warum nicht? So. Geht da 4 und geht da 4. Was? Wieder umstellen die Maschine. Oh, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Gut aufpasst, Kinder. Herr Nico und der Herr Hunter und so weiter. Schön aufpasst. Ich habe da unten aus Versehen natürlich das Falsche eingestellt. Umstellen. Das müssen wir wieder auf Zahnradl stellen. So.
Jetzt haben wir natürlich ein bisschen einen recht weiten Transportweg von unseren Kupferplatten und die Zahnradl, um unsere Produktion anzuschmeißen für die Hillpots. Was braucht man alles? Wir brauchen mal 5, 10, machen wir 10. Machen wir 10 von den Assembly-Maschinen, von den Montagemaschinen und haufenweise Förderbandel. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, aber ich glaube Eisenplatten, so wie ich das gesehen habe. Gehen wir mal, wir haben da drei Koffern von Eisenplatten, da geht die Welt runter. Die nehmen wir mal mit, da sind wir voll. Die Steine, warum habe ich die Steine im Inventar? Die werden da herum, habe ich die irgendwann einmal rausgereiht. Bitte frag mich nicht, warum. Bitte frag mich nicht, warum. Die schmeißt man wieder ins Ding ein, passt. Und die geschissene Zahnrad, die ich da unten habe, die braucht eigentlich auch keine Sau. Foxy! Foxys Trivia-Zeit schon wieder. Die ersten Fließbänder wurden... Foxy, merci dir. Martin, gleich. Foxys Trivia-Zeit. Die ersten Fließbänder wurden im späten 15. Jahrhundert in der Schiffsfertigung benutzt. Mechanisiert und in großen industriellen Maßstab gebracht, hat Henry Ford das Prinzip 1913 ausgebaut und für die Automobilfertigung eingesetzt. Press F in Foxy, mit dem wir jetzt mal an jedem Abend nochmal was lernen. Foxy, danke für deine Information und danke für deinen Euro. Herr Bayermortel, merci dir. So, 20. des Monatslohn ist da. Schmeißen wir nicht dem Verrückten in diesem Internet in den Hals. Servus Bürger, hoffe dir geht's gut und bist gesund. Herr Martin Bayer, Bussi aufs Nussi, gesund bin ich allweil. Bloß am Montag war ich nicht so ganz gesund. Aber durch Eigenverschulden. Weißt du, wie es ist. Danke dir. Küsschen aufs Nüsschen. So, wir brauchen ein paar mehr so Eisenplatten. Die nehmen wir mit. Schaut stabil aus. Wunderschön. Herr Stolper! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Crescenz. So, Schluss jetzt. Förderbandel produziert. Die Frage ist jetzt, zwischen den Produktionsstätten mag ich ein bisschen am Platz lassen. Irgendwie. Ich bin aber auch nicht so ganz zufrieden da. Bauen wir unser Dings da einfach drüber. Sag ich dir, was ist? Das bauen wir mir einfach drüber. So schaut doch das gut aus. Das bauen wir einfach eiskalt drüber. Sag ich dir, was ist? Wenn wir mehrere Zahnradl brauchen, und die werden wir mit Sicherheit später irgendwann brauchen, dann bauen wir die nach unten aus. Und ich bin mir nicht, braucht man diese roten Hillpots für was anderes? Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt wurscht. Die bauen wir ganz genau, dieselbe Scheiße genau so daher wie das andere. Ja? So, wunderschön. Selbes Konstrukt. Sehr schön. Und dann haben wir Ausgabeförderbandel. Das haben wir da her. Das haben wir da her. Nein, das wollten wir nicht. Nein, das wollten wir nicht. Wieso geht's jetzt nicht? Kann man das irgendwie... Was ist denn das? Hä, was ist passiert, wenn ich auf Shift drücke? Dann ist ein Geist dort. Ach, das ist ein Bauplan. Okay. Interesting enough. Ich glaube, das geht dann bloß, wenn das... wenn man oben... Also Dinge... Das habe ich nicht mehr gewusst. Schön. Habe ich nicht mehr gewusst. Nein, habe ich nicht gewusst. So, wir bauen jetzt da genau das gleiche Konstrukt her. Das ist die Ausgabe. Oh, da brauchen wir mehrere gelbe Ärmchen. Und zwar einige. Und ich glaube, dass wir noch ein paar Strommasten auch brauchen. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Das da unten schaut nicht gut aus. Nein, Birger, das schaut noch nichts aus. Oh, zauberhaft, zauberhaft, zauberhaft. Dann lassen wir das bis da davon. Und dann schaut das doch schon mal ganz stabil aus. So. Außerling, 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 außerling. Eine Ling. Oh. Nein, da springt mein innerer Monk wieder im Dreieck, leider Gottes, auch wenn man die scheiß Strommasten nicht sauber. Okay, so sauber. Dran. Ausgeschissen wird nach außen. So, irgendwie müssen wir jetzt die scheiß Zahnradl da auf das Belt aufbringen. Auf die rechte Seite. Und auf die linke Seite müssen wir irgendwie Kupferplatten aufkriegen. Das kriegen wir hin. Kinder, wenn wir das nicht hinkriegen, dann heiße ich Hans Zwiebelbauer. Warum, weiß ich nicht. Aber der Zwiebelbauer Hans, der scheint mir eine stabile Person zu sein. So. Jetzt pass auf, wie wir das machen. So. Teilen wir mir auf. Immer aufteilen. Lieber teilen wir es gleich auf. Wie später.
So, kommt das sauber ein Schwung Zahnräder her. Hau mir die Zahnräder her! Schön. Unten gehen wir ein Zahnrad. Kommt der Kupfersepp. Kupfersepp! Alter, der Kupfersepp ist lang, da müssen wir sofort wieder Förderbandel bauen. Förderbandel. Sauber aufteilt. Wunderschön. Ober mit dir. Möchte ich da in der Mitte irgendwas bauen irgendwann einmal? Nein, wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann schon sehen. So, ober mit dem Kupferschund. Und auf die linke Seite aufgeschissen. Kommt er schon oben. Da kommt er schon oben, der Kupferschund schon hin. Und jetzt flippt er die ganze Fabrik da herum wieder aus, weil das Bandel endlich frei wird. Und dann sehen wir gleich, ob das einigermaßen sich ausgeht, dass die Förderbandel immer gestopft voll sind und da alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Jetzt braucht unsere ganze Maschine einen Strom. Da hängen wir automatisch dran. Das schaut schon mal ganz stabil aus. Das machen wir so. So. Und wieso kann ich das da nicht? Was Maschine? Dein Mama ist eine Maschine! So. Wieso arbeiten die nicht? Verstehe nicht. Where is the problem? Ich muss noch was einstellen. Ich muss ja nur einstellen, was bauen soll. Das man so macht. So. Maschine, Bau, Hillpots. Okay, der Greifarm. Schau dir das so. Unsere Hillpots werden gebaut. Mehr Hillpots braucht die Welt. Mehr Hillpots. Bin dabei. Arbeite dran. Das ist schnell gegangen. Die Produktion war schnell aufgestellt, wie wir schauen können. Schau dir das so. Da oben kommen schon die ersten 4. Schau hin. Jetzt haben wir quasi Minus Damage, Kinder. Minus Damage. Wir können nicht mehr sterben. Aber wieso tut das? Ich sehe schon, das ist zu wenig Abnahme. Also wir produzieren sauber, schnell Zahnradl für das, was wir da herum abnehmen. Aber ist wurscht. Lieber haben wir eine Überproduktion, das hilft sowieso nicht. Das geht quasi später noch so oft in die Knie, damit quasi nichts passiert, machen wir quasi noch mit 10. Wie viel quasi waren das jetzt? Quasi eigentlich 5. Ergo Counter plus 5. Babene. So, was tun wir jetzt mit dem roten Scheißdreck? Forschen wie der Teufel, das sagt er ich. Und zwar habe ich dort 10 so Forschungsstationen, das sind diese komischen blauen Eier, die wir letztes Mal schon gesehen haben. Blaue Eier. Und bei denen ist jetzt etwas Besonderes. Und zwar, das lassen wir jetzt einmal schnell so laufen, ich demonstriere das jetzt einfach mal da. Und so, Forschungsstation, Stagnation und so weiter. Es gibt ja nicht bloß die roten Health Pots, es gibt ja später ganz furchtbar viel. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, wo sagt man gleich wieder, welche das alle gibt. Scrollen wir einfach mal im Tech-Tree ganz nach unten. Klicken wir da drauf und schauen wir, wie viel das gibt. Und zwar gibt es Rot, Grün, Schwarz, Blau, Gelb, Weiß. Feit da nicht sogar noch einer? Ich weiß nicht. Erhöht die Feuerrate der Artillerie. Man kann Artillerie bauen, Alter. Das heißt, 2, 4, 6. 6 verschiedene sichere Dinge müssen am Schluss in ein... Ach, da sind sie drin. Kruzifix, Alter. Lila gibt es auch noch. Rot, Grün, Schwarz, 6. Es gibt 7 verschiedene Pots. Das heißt, wir brauchen 7 Linien, also 7 Förderbandel, um unsere Forschungsstation zu führen. Mr. Shadow Soulage, ja, Vanilla ist so süß und easy, aber irgendwann hat es den Zeitpunkt gegeben, da war Vanilla für die auch nicht süß. Und bei mir in der Community sind einige Leute, die kennen das Spiel nicht und darum spielen wir mich nicht mit Mods. Und nein, wir machen auch keinen digitalen Pimmelvergleich, wer der coolere Motherfucker ist, weil er 8 Millionen Mods installieren kann und dann das Spiel einfach bloß künstlich aufs 30-fache explodieren lässt und sich dann zu sagen, wow krass, Alter, ich bin voll der super Pro-Gamer,
Alter. Für meine Eisenplatten braucht man nicht nur Eisenerz, sondern ungefähr 25 Zwischenstufen. Das nenne ich eigentlich bloß Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sonst nichts. So, wie regelt man das? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir das regeln. Wenn wir mir 2 sichere Förderbandel da daneben hinbauen, dann haben wir so einen lustigen Greifarm, der bis auf das andere Förderbandel umgelangt. Und einen gelben Greifarm, der in das hervordere Bandel gelangt. Das heißt, wir haben Zugriff auf 4 von 7 sicheren Pots. Jetzt gibt es da super krasse Konstruktionen, wo so ein Rondell rundherum fährt. Und da stehen alle 7 Pots drauf. Und der Arm ist irgendwie programmiert, dass er nur einen bestimmten Pot nimmt, wenn er braucht wird und lauter so ein Scheiß. Ich sag das, was es ist. Das ist mir alles völlig zu blöde. Das kannst du am Schluss gerne so machen, wenn der langweilig ist. Mir ist aber noch nicht langweilig. Darum werde ich das genau so handhaben, dass da eine ganz furchtbar lange Spur kommt, aber von der anderen Richtung. Ja, unsere Forschungsstation, die bauen wir mir abreißen. Abreißen! Abreißen! Von der anderen Richtung lassen wir mir die Scheiße reinfahren. Wobei es mir eigentlich wurscht ist, von wo es mir einer. Von wo es. Ich bin behindert zum Schmatzen. Von wo wir es einer fahren lassen. Hoppala. So, wir haben 10 Forschungsstationen, die muss gelangen. Check the Ripple! Hey, Birger, bist du auch wieder mal Licht? Ja, seit heute Vormittag weiß ich wieder, wie ich heiße. Check, merci wieder ein Zwickel. Bussi aufs Nussi. So, wie regelt man das jetzt? Ich würde vorschlagen, so. Das ist ein bisschen Verschwendung. Ja, ich weiß das. Und ja. Und da laufen später dann irgendwann. Ja, irgendwann mal. In mehreren Dekaden. Lauft da irgendwann mal alle 7 von den Pots durch auf 8 Spuren. Da ist halt eine ein wenig, weißt du, da ist halt eine ein wenig unterproduziert, aber ist ja wurscht. Was? Ich glaube, dass ich für ein Sushi-Belt 5 Stunden braucht habe, bis das Ding gelaufen ist und das mit Tutorial. Das können wir mal ausprobieren, wenn wir so weit sind und die ganzen Sachen erforscht haben. Einfach mal, um das Prinzip zu verstehen, was da passiert. Ich habe mir das auch irgendwann einmal angeschaut, wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber da lassen wir uns dann schon irgendwas einfallen. Das ist übrigens natürlich auch Teil von Factorio, nicht falsch verstehen. Und umeinander heulen, was ich vorher gerade schon wieder gesagt habe, so von wegen Super Pro-Gamer und irgendwas. Es ist Teil des Spiels, dass man sich mit solchen Sachen befasst. Du kannst da später, so weit haben wir noch nicht, ja? Du kannst da später Belts programmieren und Greifarme programmieren, dass die nur bestimmte Sachen, deren, wenn, dann und bla und was weiß ich, wie eine Programmiersprache halt. Da haben wir noch lange nicht. Ja, da haben wir noch lange nicht und überhaupt und sowieso. Jetzt tust du jetzt mal ein paar so Greifarme produzieren, so schaut's aus. Und die stellen wir jetzt da mal so einer da. So. Dauert wieder zu lang. Dauert wieder alles zu lang. Fix! Lecken! Birger der Graue machst dann später auch im bayerischen Himmel für uns Content. Well, später, ich glaube, ich komme nicht in den Himmel. Ich glaube, ich habe des Öfteren daneben gegriffen. Ich glaube, ich komme nicht in den Himmel. Opa, mir ist es wieder €1. Die Greifarme sind aber super, stellt man wie Montagemaschine ein. Was, die, wo man programmieren kann, Mr. Opa? Das hab ich so noch nie da. Das ist wie bei mir im echten Programmieren. Und ob man es glaubt oder nicht, ich bin quasi sowas wie ein Programmierer. Mach einfach, scheißegal wie dein Programmcode ausschaut, Hauptsache er funktioniert. Manche mengen das, je dermaßen komplizierter das er ist, desto besser ist. Dann sag ich, nein, ist nicht. Marcel! Ich weiß nicht, was der Zehner schon wieder soll. Pussy aufs Nussi. Quasi Dankeschön. Ergo, eine Ruhe ist jetzt. Der Zehner ist zu viel. Merci, das gilt nicht für den Eder, dem ist sehr wurscht. Merci. So, andersrum. Nein, Birger, du Trottel. Reiß das wieder ab. So. Wunderschön. Und damit es komplett ist, na, was tue ich denn? Damit es komplett ist, den gelben der mit einer. So. Jetzt bauen wir noch ein paar rote. Passt. Dabei stellen wir ein paar. Machen wir das. Stellen wir an den linken rein. So.
So ist es auch, wenn Strom hat. Sonst geht da nichts. Wundervoll, wundervoll. So, das soll unser Stromanschluss sein. Wundervoll. Wie viele verschiedene Routen-Dinger haben wir jetzt? Die stellen wir auch gleich hin. Da haben wir zwar noch lange nicht, dass da unten dann irgendwann auf dem zweiten Belt gegenüber die anderen Potions umeinander fahren. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Gas, 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 Gas. So, und jetzt wird dann wahrscheinlich gleich der Strom zu Neige gehen, weil das jetzt dann gleich ziemlich einhaut. was wir da jetzt online schalten. Unselein! Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie schaut mein Stromverbrauch gleich wieder nach? Da. Strom, Vollgas. Erzeugung 2 Megawatt von 5,4 Megawatt. Da geht mehr. Das glaube ich, muss mir nachher einer von euch, von einer Pro-Gamer, Backseat-Gamer, Pros, muss man dann sagen, wie man das, ob meine Stromerzeugung richtig eingerichtet ist. Der Russe des Vertrauens! Ich grüße deine Bandscheibe, die zweite von links ganz besonders. Das ist auch die beste, das muss man wissen. Die zweite Bandscheibe von links oben ist die beste. Aus Langeweile auf der Arbeit habe ich was ausprobiert und ich gratuliere dir. Akinator kennt dich. Wer ist denn der Akinator? Ich weiß nicht, wer der Akinator ist. Dann tut es mir leid. Bitte klären Sie mich auf, warum wird mir da gratuliert? Kennt man einen Akinator? Es tut mir leid, falls er ultra bekannt ist und ich kenne ihn nicht. Der 20-Fragen-Genie. Was? Akinator ist gleich KI, die Leute errät. Was? Verstehe, kenne ich nicht. Sollten wir uns vielleicht mal anschauen nachher. Bin mir nicht sicher. Russensepp, merci dir. Und kleiner Pro-Tipp am Rande, ändert deinen Namen. Schlechte Wahl zurzeit. Schwierig. Schwierig einfach. Weißt du selber, wie es ist? Kommt nicht von mir. Hey, kommt nicht von mir. Das ist so ein Online, wer bin ich, okay? Ein Dampfkessel zu 2 Steam-Engines. Mr. Bayern Taylor, das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Schauen wir uns jetzt an. Jeder von daheim, holy shit, 25 Monate schon. Du, bei mir steht 39. Das ist interessant. Ich glaube, YouTube verkackt euch, was euch anzeigt, wie lange das ihr schon dabei seid. Mir wird nämlich angezeigt, du bist seit 39 Monaten dabei. Aber wahrscheinlich warst du warst vor 39 Monaten schon mal das erste Mal dabei, hast dann irgendwann einmal abgebrochen und dann wieder weiter und so. Der Wolf schreibt, das ist unser Russe, der bleibt so. Ich hoffe, dass das die Leute verstehen. Das ist unser Russe des Vertrauens. Das ist quasi ein Spion. Das weiß bloß da und da hinten nicht. So. Okay. Was wir jetzt brauchen. Braucht man die roten Pots später noch für was anderes? Das weiß ich nicht mehr. Ich sag das. Braucht man die roten Pots später für noch was anderes, außer forschen direkt, oder baut man aus denen dann wieder die nächsten Pots und die nächsten und die nächsten und die nächsten? Das heißt, unsere Produktion da ist sauber zu klar. Weiß ich nicht mehr. Werden wir herausfinden, dann müssen wir expandieren. Das hilft nicht, gehört zum Spiel dazu. Fürs erste machen wir es folgendermaßen. So, wo müssen wir überhaupt hin? Oh, das war jetzt ein Kack. Das war jetzt ein Kackmist! Birger, Kackmist! Nein, die haben bloß zum Forschen. Ich glaube, da wie Joglung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da wie Joglung. So, wo lässt man es denn fahren? Von unten nach oben. Weißt du, wie ich sage? Von unten nach oben. Machen wir so. Oh. Bandel ausgegangen. Müssen wir noch ein paar Bandel bauen. Also ich bin bis zu die Blaue gekommen, da brauchst du das bloß allein zum Forschen. Okay. Wenn es ist, dann können wir da weiter expandieren, müssen wir bloß da auffahren lassen. Das kriegen wir schon. Na, Hauptsache in jeder Produktionsstätte ein bisschen einen Platz rundum lassen, der gelangt am Schluss sowieso nie. Das weiß ich auch noch von wenn ich es einmal gespielt habe. Und so. Jetzt schauen wir erst mal, ob unser Plan aufgeht. Da, rote Pots. Wir brauchen so viele rote Pots. Wir machen, untötbar. Los geht's. Die fahren jetzt auf und ich hoffe, dass der rote Hagelsepp da tut, was er soll. Ja, schau hier.
Wirkt da schon eine. Wirkt da eine, die nimmt er automatisch. Die nimmt er automatisch in unser Forschungszentrum auf. Wunderschön. Und das Geile ist jetzt, wenn wir jetzt da auf Forschen drücken, da suchen wir uns jetzt einfach mal irgendwas aus, das ist so wurscht. Optik, verschiedene Anwendungen des sichtbaren Lichts. Da schau her. Dann brauchen wir 10 sichere Teile, also 10 sichere roten Pots und wir haben 10 Forschungsstationen, die auf einmal dann durchgebrochen werden und das Ding ist sofort fertig. Drücken wir drauf, Forschung starten. Oh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum nicht? Ah ja, geht schon los. Gut, da hinten ist noch nichts drin. Ah, die letzte noch auffüllen. Schau, wie es losgeht. Schau, wie es losgeht. Oh, wir haben eine Kaka gemacht. Ah, wir haben eine Kaka gemacht. Das Bild ist ganz voll mit Rot. Ah, Kaka gemacht. Kann man das eigentlich da oben nehmen? Kann man Items vom Bundle oben nehmen? Ich weiß nicht. Muss ich nochmal... Nein, hilft nicht. Entschuldigung. Muss ich nochmal reinmachen. Auf was? Auf F? F ist gelungen! F ist gelungen! So müssen wir es machen. Das ist nur die unterste Spur. Birger, da hast du wieder einen Kack gemacht. Birger, da hast du wieder einen Kack gemacht. 4 davon. Was näher dran und F? Was? Echt jetzt, oder was? Tatsache! Das ist neu. Draufstehen und F. Das habe ich nicht gewusst. Aber wir laufen dann nach rechts und... Krass. Habe ich nicht gewusst. Wieder was gelernt. Schau hier. Funktioniert. Funktioniert. Was passiert, wenn man da 145 reinsteckt? Lottert dann alle automatisch aus. Ja, das finde ich gut. So, machen wir so. So, da ist der ist erstmal mit Auslohn beschäftigt, der Erste. Was ist mit denen da? Ja, die brauchen aber ein bisschen. Ja, okay. Ja, gut. Auf alle Fälle unser unterster Punkt. Unsere Forschung ist übrigens abgeschlossen. Wir haben ja jetzt erforscht. Was haben wir da gekriegt? Eine Lampe. Wow! Nice! So, und dann geht es da weiter. Lasertechnik. Fokussiertes Licht, welches Schaden verursachen kann. Alter, was gibt was da? Es gibt, da kriegst du einen Schlaganfall. Aber da brauchen wir schon 3 Pots, nämlich grün und blau. Und das ist der nächste Step. Da müssen wir schauen, was wir brauchen. Aber jetzt erforschen wir erstmal alles, wo wir bloß rot brauchen. Dann haben wir da kriegen wir einen Waffenturm. Wir müssen uns nämlich verteidigen. Vor was? Vor den verdammten Aliens. RGB-Ports für RGB-Lichter. Gibt's wahrscheinlich. Ich glaube, man kann Lichter programmieren, oder? In verschiedensten Farben und so weiter und so fort. Schiebe schnell, als das geht. Da haut's die Forschung durch, da sagst du nichts mehr, Alter. Da sagst du nichts mehr. T, nächste Forschung. Was haben wir da? Steinmauer. Easy. Nehmen. Reinhauen. Zumachen. Bzzz, geht schon los. Übrigens da rechts über mir, rechts oben, sieht man so einen Fortschrittsbalken. Und wenn da halt jetzt mit 10 Stück gleichzeitig durchblasen werden, da geht es. Und wenn uns das zwingen wird, dann bauen wir dasselbe Konstrukt genau da drunter nochmal her, dann geht's doppelt so schnell. Das sagt ich. Der Bayern-Tyler schreibt, spielst du eigentlich mit oder ohne Gegner? Wir spielen mit Gegner, aber mit ganz wenig. Also die greifen auch ganz wenig an und evolven nicht stark und so. Wir werden sehen, wann der erste Angriff stattfindet. Kann ich nicht sagen. So, was haben wir da? Stormauer, haben wir erforscht. Easy. Was haben wir da? Militär. Da gibt es Schrotflinten und Schusswaffen. Eine damit. Oh, da habe ich schon mal angefangen zum Forschen. Ich glaube, das war offstream. Da habe ich gedacht so, nein, nicht forschen! Ah! Und dann habe ich wieder aufgehört, aber es hat nicht ganz hingehauen. Aber gut, da wird jetzt schon keiner sterben. Hammer. Der Duke schreibt, es gibt auch ein Kürzel, wie man die Programmierung von den Montagemaschinen kopieren und auf andere übertragen kann. Das weiß ich aber gerade nicht mehr. Ich habe das auch im Quake-Code unten, wie ich bei jedem Ding einzeln einsteigen muss, was er da soll. Das ist ein bisschen komisch. Das hat sich ungewohnt angefühlt. Ich weiß aber nicht, wie man es anders macht. So, was haben wir da? Elektronik. Erforschen wir. Scheiß der Hund drauf. Oh, die brauchen schon 30 rote Pots. Dauert ein wenig länger. Also 3 ganze Durchgänge für unsere ganze Maschine. Scheißegal, reinhauen. Da bewegt sich der Forschungsbalken auch schon ein bisschen langsamer, muss man sagen. Muss man auch mal sagen. Wie schaut's da? Umschalt Shift plus rechte Maustaste. Und warte mal. Was muss man jetzt da schon nicht hin? Wie löscht man das? Da soll ich mal Licht herstellen. Also, jetzt pass auf. Kurzer Crap, nicht erschrecken. Wir stellen mir jetzt ein, der Typ soll Maschinen bis dahin bauen. Und jetzt gehe ich her ich halte jetzt Shift gedrückt
drück rechte Maustasten, dann hört man den Ton so ein bisschen. Hört man das? Ich hoffe, keine Ahnung. Und wenn ich dann Shift drückt halt und linke Maustasten da drauf mache, siehst du das? Dann übernimmt er das. Sehr guter Tipp. Wer war das? Der Elbarto Rodriguez. Merci dir. So, gleich nochmal. Der Patrick Lupo schreibt, schaust halt mal kurz unter Optionen die Tastaturbelegung an, sind nur ca. 13.000 Hotkeys. Genau deswegen habe ich ja euch. Irgendjemand bei uns weiß das einfach immer. So, Forschung ist fertig. Nächster Punkt. Was kriegen wir dort, Holz? Schneller Greifarm. Ein blauer und ein lilan. Einen filternden Greifarm und den schnellen Greifarm. Erforschung starten. Eine damit. So, wie man sieht, der gelbe Greifarm da, der ist halt so schnell, wie er ist. Macht einen recht schnellen Eindruck. Es gibt aber blaue Greifarme, die haben ungefähr 3-mal so schnell. Und einen sehr erforschen wir jetzt. Und dann glaube ich, gibt es sogar noch mehr einen schnelleren wie den. Auf alle Fälle müssen wir mit den roten Pots durchhauen. Weil das klang da hinterm vorne noch nicht. Schau dir das an. Kann man irgendwie einstellen, dass er da mehrere einlädt wie 2? Also, dass quasi nicht das Maximum für den Greifarm 2 ist, sondern 20. Ich kann jetzt ja auch theoretisch da hergehen, sammle da mal den ganzen Scheiß da ein und steck da 56 rein. Geht das? Wahrscheinlich dann mit dieser Programmierkacke, oder? Da kann man dann dazu zwingen, dass er den Scheiß da einschieben soll. So, was haben wir noch? 50 Stück brauchen wir da schon. Was kriegen wir da? Stahlträger. Und da fängt es dann schon an. Da brauchen wir 5 Eisenplatten dafür für einen Stahlträger. Und man kann nie genug Eisenplatten haben. Das ist alles, was ich noch gewusst habe. Und dann haben wir da Stahlkiste. Hau rein, alles wird erforscht. Alles, was rot ist, wird erforscht. Quasi. Counter goes up. Ergo, schaut gut aus. Flinke Finger. Nein, immer 2. Du kannst aber mehrere Labs übereinander bauen, damit die insgesamt 2x2 einlagern. Hä? Das heißt... Das muss ich jetzt schnell ausprobieren. Das heißt... Wie übereinander? Das check ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst. Na, check ich nicht. Na, check ich quasi nicht. Ergo soll sich der Zukunftsbürger darum kümmern. Schauen wir mal, was wir alles Neues gekriegt haben. Eine Schrotflinten, eine Maschinenpistolen. Ich sag dir jetzt was, die Maschinenpistolen, die bauen wir jetzt einmal. Kann die kaputt gehen? Wir haben da herunten ja equipped mit der Pistolen und so. Brauchen wir die Pistolen? Schmeiß die Pistolen weg. Keine Ahnung. Wie kann man was wegschmeißen? Ich hab keine Ahnung. Und dann nehmen wir... Wo ist jetzt meine Maschinenpistolen? Maschinenpistolen wo? Ach, das ist da herunten. Okay. Wie tut man Waffen wechseln? Waffen wechseln! Hilfe! Leichte Rüstung können wir auch bauen. Bauen wir! Top. Ich muss da gar nicht mehr wegschmeißen. Scheiß der Hund drauf. Fallen lassen mit Y steht da. Vielleicht hätten wir mal das Tutorial anschauen sollen. Schnelles Kurvenbauen? Hat man das nicht auch der Uzi erklärt? Naja. Ja, Learning by Doing, Alter. So, leichte Rüstung haben wir auch gebaut. Schrotflinten haben wir. Was haben wir da? Eine Mauer. Da brauchen wir Ziegelsteine und da haben wir einen Geschützturm. Da brauchen wir Eisenplatten, Kupferplatten und Eisenzahnradl. Was haben wir da? Ein Radar. Was kann ein Radar? Bauen wir ein Radar. Was zur Hölle macht ein Top ist Waffenwechsel. Auf Top wechselt die keine Waffen. Na, Top geht bei mir nicht. Keine Ahnung warum. So, was haben wir da gekriegt? Da haben wir Stahlträger gekriegt. Da brauchen wir 5 Eisenplatten dazu. Das ist mit Sicherheit für die nächste Produktion wichtig. Und wir haben gekriegt eine Stahlkiste und einen schnellen Greifarm, der schon 2 Eisenplatten braucht als Grundmaterial. Elektronische Schaltkreise braucht als Grundmaterial und einen ganzen gelben Greifarm. Und der gelbe Greifarm braucht wieder einen grünen Schaltkreis und. Ihr merkt, glaube ich, schon, wo das langsam aber sicher hinführt. Und bei dem filternden Greifarm, da ist genau das Gleiche.
So, wer wirft da schon wieder mit dem Geld umeinander? Fix letten. Tim LP, kannst du den Hugo und mich grüßen? Hey Tim, hab ich die Ehre. Und Hugo? Wenn du der Tim LP bist, du musst immer mit den Gefallen da das gute alte Hugo spielen für ihn. Falls du alt genug bist, um zu wissen, von was ich rede. Bussi aufs Nussi, danke für den Euro, fühlt euch gegrüßt. Aus Freising. Das ist gar nicht so unendlich weit weg. Killer Leo, die hab ich übersehen, merci für den Euro. Servus, baust du auch den mein Bus in Factorio? Grüß mein Freundin Sassi bitte. Sassi, erstmal schöne Grüß vom Killer Leo. Servus, baust du auch den Main Bus in Factorio? Was ist der Main Bus? Was ist der Main Bus? I have no clue what are you talking. Weiß ich nicht, aber merci für den Euro. Raidens Maschinenbauerzeit. Eisen wird eigentlich nie produziert, sondern nur Stahl, da reines Eisen für sich alleine nicht sonderlich stabil ist. Es wird im Hochofen immer Kohlenstoff zu Eisen hinzugefügt, um Stahl zu erzeugen. Haben wir wieder was gelernt. Wir lernen mal lauter Sachen. Danken Foxy und danken Raiden. Dank mir lernt es nichts, außer wie man geistig behindert im Internet Scheiße verbreitet. Das lernt es vielleicht bei mir ein bisschen. Weiß ich echt nicht, was der Mainbus ist. Ich weiß nicht, was man damit sagen muss. Ich weiß nicht, was der Mainbus ist. Mainbus. Ich weiß es nicht. In was zum Zusammenhang. Vielleicht kenne ich ihn, aber ich weiß nicht, was man sagen möchte. Muss ich jetzt googeln. Muss ich jetzt wirklich googeln, was der Mainbus ist. Achtung. Mainbus. Rhein-Main-Bus GmbH. Mainbus GmbH. Die Mainbus GmbH ist Partner verschiedener Verkehrsbetriebe im Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet. Tutorial. Mainbus. Factorio Wiki. The concept of a Mainbus is to put the most used and useful ingredients in a central spot to use for assembling machines. Let me have a look. Das ist der Plan, soweit haben wir noch nicht. Jetzt hast du mich gespoilert. Jetzt muss ich automatisch schon wieder so bauen, wie ich es da gerade gesehen habe. Aus! Pfui! Leo, merci! So, weiter forschen müsst wir. Was haben wir da noch? Verstärkte Rüstung für Meerschutz. Ja, Forschung starten, Alter. Reinhauen. Was bauen wir mir dabei? Der Mainbus. Die Frage ist, das, was du da vorhast, habe ich im Kleinformat vor. Das, was ihr da vorhabt, das ist ja, da musst du aus der Map auszoomen, da kriegst du einen Vogel. So, jetzt stellen wir erstmal das Radar da hin und schauen wir, was passiert. Achtung! Wo stellen wir das hin? Weiß jetzt nicht, das stellen wir jetzt einfach mal da hin. Okay, haben wir jetzt die ganze Zeit dieses Peng-Peng. Piep da drin, oder was? Gut. Ich habe gerade was gelesen. Der Bürger braucht nur ein wenig Muni für seine neue Waffen. Mr. C. Knight, da hast du absolut recht. Aber was für Munition nimmt denn das her? Die kann ich ja noch gar nicht machen. Da müssen wir erst forschen. Wahrscheinlich. Müssen wir da erst forschen? Forschi, aber wieso kann ich die Waffen benutzen? Aber. Ah ja, da, schau. Militär 2 brauche ich da dafür. Diese roten Clips und dann kann ich Granaten machen. Nimmt jede Muni. Ah ja. Ich kann halt Waffen sowieso nicht wechseln, von daher. Von daher ist es wurscht. Ja, ist ja auch wurscht jetzt. Da bauen wir mir einfach dann irgendeinen Waffenturm auf, der regelt das schon. Wie schießt man überhaupt? Wie hat man geschossen? Weiß ich nicht. Peng. Wo? Peng wo? Peng wo? Schienenfahrzeuge können nicht getrennt werden. Du musst dazu in einem Fahrzeug sein. Was? Leertaste? Das geht bei mir auch nicht. Da, ich drücke auf Leertaste. Gibt kein Peng. Nur bei Gegnern. Achso, nur bei Gegnern. Ja, okay. Also ich kann meine eigenen Sachen da eine kaputt schießen? Nein, das geht nicht. Okay. So, was tun wir als nächstes, ist die Frage. Forschung. Was haben wir da? Was ist denn das? Stahlwerkzeuge. Erhöht dein Abbautempo. Brauchen wir das? Ja, hau mir eine, ist wurscht. Und jetzt kommen wir dann gleich zum nächsten interessanten Schritt, nämlich zu den grünen Dingen. Dann müssen wir grüne Hillpots bauen. Und dann fängt es an, dass der erste Schritt in Richtung, jetzt wird es ein bisschen komplexer, mit mehr verschiedenen Teilen und so weiter anfängt. Was wir aber auch machen können, weil früher oder später brauchen wir es, und lieber fangen wir gleich an, weil später brauchen wir viel Beton, wenn wir da alles zupflastern wollen.
bauen wir eine, wie soll ich sagen, Steinproduktion. Kann man irgendwie verhindern, dass der da Kupfer abbaut? Wenn der da so halbschaurig draufsteht? Wahrscheinlich nicht, gell? Machen wir so. Müssen wir noch bauen. Ja, super, jetzt haben wir da 5000 Pfund Steine da. Tun wir da. Kisten hier. Mit dem Scheiß. Was ist da drin? Gib mir das. Mit dem Scheiß. So. Mit dem Scheiß. Mit dem Scheiß. Machen wir so. Wunderschön. Machen wir auch wieder ein Laufbandel um. Aber das lässt man diesmal. Jetzt brauchen wir mal wieder keine Laufbahn. Nein, das wollte ich nicht bauen. Okay. Schön. Nur durch Filter im Förderband. Mit Q müsstest du Waffen wechseln können. Na, Q tut sich bei mir auch nichts. Q, E, das ist ja. Na, 1, 2, 3 ist unten. Dings, nein, kann ich nicht. Die gelbe Munition unten einlegen und dann funkt das mit Tab auch. Ich hab die gelbe Munition da unten eingelegt. Da schau ich. Schau her, jetzt können wir Waffen wechseln. Wunderschön. Wunderschön, Kinder. So mag ich das. Jetzt müssen wir da leider ein bisschen mal kurz einen Strom ein wenig zentraler hinstellen, damit wir beide erwischen da. Blub. 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 So, die da oben pflanzen jetzt so den Stor raus. Und ja, wo bauen wir das hin? Wenn wir Kupfer ausbauen, bauen wir ein bisschen da nach unten. Genauso mit dem Stahl oder mit dem Eisen bauen wir auch nach unten. Und dann bauen wir mir da einen Stein nach oben. Nächstes Ding erforschen. Ja, Wissenschaftspaket für Logistik. Ermöglicht die Erforschung von verbesserter Logistik, Automatisierung und einfachem Militär. Und das Ding schaltet einen Haufen neue Sachen frei. Aber bis dahin müssen wir die kleinen Dinge erst einmal produzieren. Und da braucht man einiges. Da bin ich gespannt. Das weiß ich nicht mehr auswendig, was das alles war, was du brauchst. Aber wir werden sehen. So, erforschen. Das dauert auch ein bisschen. Bis dahin bauen wir unser wunderschönes wie soll ich sagen, unsere kleine Betonfabrik. Eine kleine. Die Therme, wie weit der wir es rauf? Der wir es da rauf. Ja, der wir es noch weiter rauf. Der wir es da rauf. So. Machen wir es genauso. In der Mitte fordert man es. Und außen lässt man es hinproduzieren. Einfach, weil wir es kennen, produzieren wir gleich einmal ein paar Laufmantel. Oh, die Forschung ist die ist schnell unterwegs. Da brauchst du ja nicht da wieder, die ist schnell unterwegs. Machen wir so. So, wunderschön. Wunderschön. Ja, ich baue gleich quasi die Großvariante, auch wenn ich da jetzt noch nicht so viel. Ich brauche mehr Laufbandel! Bandförderer! Oder weil ich wieder jemanden gesehen. Killer Leo! Den Main-Bus baue ich immer am Anfang, bis ich Drohnen habe. Dann baue ich es um. Ja, ich spiele meistens so, dass ich die Raketen einmal starten lasse und dann war es für mich. Deswegen habe ich noch nie 5 sicher eine riesen Main-Buses baut, die dann von einem Zug abgeholt werden und so. Das ist ein ganz eigener Playstyle. Kann ich verstehen, wenn man da Bock drauf hat. Für mich ist da meistens schon die Luft raus, wenn ich dann so weit bin. Weil ich jetzt mal zwischen den in dem Zeitraum, wo ich Factorio spiele, vergiss ich die Hälften, wie es gegangen ist. Und warte mal, wo ist denn der Schmelzofen? Da, nicht genug Komponenten, was brauchen wir da dazu? Da ist die Steine her. Dann brauchen wir noch 5 so Öfen. Dann brauchen wir Greifarme. Automatisiert die Förderbandel schont die Nerven, ist aber nicht so lustig. Was ist Automatisiert die Förderbandel schont die Nerven, ist aber nicht so lustig.
Automatisiere die Förderbänder. Wollt's mir wahrscheinlich sagen. Jetzt habe ich es gecheckt. Braucht man später sowieso. Ich weiß noch, dass man braucht sogar die roten Förderbandel später, was das genau ist. Zeige ich euch dann, ja, vielleicht kommen wir heute sogar noch so weit, schauen wir mal. Brauchen wir sowieso für gewisse Weiterproduktionen dann, das weiß ich noch, weil die ziemlich nervig sind zum Machen. Und da bauen wir dann eine Kisten hin und da klang ich dann immer wieder rein, dann habe ich 5000 dabei und dann passt's. Das Ding ist halt dann, wenn du dann die gelben Förderbandel hast, dann brauchst du eigentlich nur noch die roten und dann bist du wieder genauso weit wie vorher. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen auf alle Fälle eine Kohlezufuhr für unsere Steinzufuhr. Die lassen wir jetzt einmal da. Ja, wo ich lasse was da verdüsen. Ganz an die Steine dran, weil warum nicht? Machen wir so. Dann lassen wir die Steine direkt auffahren. Und jetzt brauchen wir ein kleines Stück Kohle. Dazu holen wir uns den Splitter von da unten. Wo splitten wir das auf? Können wir eigentlich direkt da aufsplitten. Machen wir Split. Damit man sich später vielleicht ein bisschen besser auskennt, splitten wir es da herunten. Machen wir so. Jetzt kommt der zweite Trick, das ist mit der anderen Forschung offstream einhergegangen. Und zwar so eine Untergrundbahn. Siehst du das? Da kann man quasi unterm. Kann man quasi! Den ganzen Tag quasi! Kann ich auch quasi! Ich glaube schon, dass ich quasi kann. Wenn ich quasi hergehe, dann quasi. Veranschaulicht man es ein bisschen besser. Startpunkt, wo es unter die Erde reingeht. Dann kann ich das, ich glaube, 5 oder 6 Fädel lang machen, wo es unterirdisch geht. Und dann kommt es auf der Seite wieder auf, damit du da halt nicht im Weg umgehst. Das heißt, für mich brauchen wir aber bloß ein Ding überspringen. Hoppala, falsche Richtung. Und dann gehen wir wieder auf. Machen wir so. Ja. So, wir kriegen jetzt das da auf die anderen Seiten von dem Förderbandel, ganz genauso wie gerade. Einmal unten durch und diesen hier. Schau dir das an und schon haben wir Kohlen und Steine auf einer Seite, das ist der absolute Wahnsinn. Wulf, das waren mehrere wie 30, viel mehrere. Mag ich nicht mehr, bin ich beleidigt. Wisst ihr, was wir sind? Sakra, ich bin raus, das hast du zusammengebracht. Was? Quasi Count 5. Habe ich euch durcheinander gebracht, gell? Kein Counter passt mehr. Jetzt habt ihr einen Trick. Jetzt habt ihr einen Dreck. Ihr habt den Dreck. Ja, wir müssen da oben anbauen. So. Greifarm. Hoppala. Greifarm. 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 Da haben wir noch 2 Öfen her. Einfach weil wir es kennen. Und dann war es das eigentlich eh schon. Oben müssen wir es nur ausgeben. Ja. 1, 2, 3, 4. Das klang eigentlich für den Start einmal auf die Schnelle. Und dann ist die Frage, wie wir das machen. Ja, das passt schon. Oder kann man das so lassen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Hoppala! Oh, da springt der innere Monk wieder im Dreieck umeinander. Dann machen wir einen Stromanschluss da. Da. Und schon geht's los. Schau dir das an. Schau dir. Was ist jetzt da? Kommt jetzt da der Betonbrocker raus? Oder was? Da kommt der Betonbrocker. Schau dir noch. Schau dir den Betonbrocker an, das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. So, da brauchen wir jetzt aber am Schluss einmal noch, ich würde sagen, 2 Stahlkisten. Weil mit dem Beton können wir noch nicht so viel machen gerade. Die sollen das da hinten einsammeln und dabei in Kisten einlagern, damit die da nicht umsonst produzieren. Ja? Hergeschenkt wird nichts. So, jetzt schauen wir uns einmal kurz meine Stromproduktion an. Dafür muss ich da auf. Ich habe da natürlich ein bisschen weitergebaut, auch offstream und ein bisschen erweitert. Passt das so? Kann man das so lassen? Da ist ein Heizkessel und da hängen 3 so Steam-Dinger dran. Leistungsabgabe ist nämlich bei alle da irgendwie gleich. Geht das mit 3 oder wie viel gingen da maximal ohne?
Kapier nicht ganz, was du da treibst. Herr Basti 1992 Twitch, das ist jetzt ein bisschen im Nachhinein ein bisschen schwierig zu mir erklären, wenn es natürlich vom Start weg nicht dabei warst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich baue quasi einen Automatismus, um gewisse Dinge zu produzieren. Ein bisschen schwierig jetzt da rein zum Thema, wenn es gerade zuschaut. Du brauchst keine Rohre dazwischen, mehr als 3 würde ich nicht bauen. Frag mich bitte nicht, warum ich da die Rohre dazwischen baue, aber einfach nur wegen dem Abstand. Okay? Frag mich nicht, ich wollte es so haben. Muss ich mal schnell was schauen. Und die brauche ich, damit ich da dazwischen, wie soll ich sagen, die Stromleitung einbauen kann. Habe ich mir eingebaut. Aber wird schon passen. Eher ein bisschen schwierig, wenn man sonst nur Landi spielt. Möglich. So, wir haben ja erforscht, und zwar unser Gift-Potion. Und was haben wir jetzt noch zum Erforschen, wo wir bloß, ja, uns gingen noch 2 Sachen ab zum Erforschen. Einmal physischer Projektilschaden und einmal Feuerrate. Ja, hau rein. Erforscht wir auch noch, da wo wir bloß unsere roten Pots brauchen. Aber mittlerweile können wir ja jetzt auch grüne Pots bauen. Da schau hin. Wer hätte das gedacht? Man braucht gelbe Fließbänder für die grünen Pots und gelbe Greifarme für die grünen Pots. Und aus denen 2 baut man dann die grünen Pots, die wieder automatisch in unsere Forschungsanlage einwandern, und dann können wir wieder forschen. Können wir vorher natürlich auch, wir können das gerne auch von Hand bauen, aber da bringe ich mich lieber um. Optimal war pro Heizkessel 2 Dampfmaschinen. Lassen wir es einmal bei 3. Ich meine, die Hinterne ist ja gleich abgerissen und daneben hingebaut. Bis jetzt, wie schaut denn der Strom eigentlich aus? 2,2 Megawatt von 5,4. Da ist er noch himmelweit hin. Das klang da überall hin. Kinder. Oh, da ist noch ein Ding nicht angeschlossen. Ahnung, machen wir so. So. Mehr Steine. Ich sehe schon wieder, da ist die Hälfte wieder nicht bespeist. Keine Ahnung, ob man das so sagt, ist aber scheißegal. Brauchen wir noch ein paar mehr Erzförderer, um da mehr Steine auf das Band laufen zu kriegen, weil, siehst du das, da herum hat nur der erste Ofen was zum tun, und die glauben da, die Steine oben, da kommen nicht fake nur, damit die Hintern was zum Arbeiten haben. Das ist natürlich nix. So, bauen wir 5 Stück. 1 und noch einer und noch 2. So. Dann brauchen wir da natürlich einen Strom. Dann brauchen wir da natürlich einen Strom. Ein bisschen da rumgehen. Sonst arbeiten die Dinger da oben nicht. Und jetzt kommt da aufs Ganze, bei zoomen wir mal ein bisschen rein. Kommt da aufs ganze Bandel, auf die linke Seite und auf die rechten Seiten die Steine drauf. Fahren wir mal ein Stück mit. Und ja, schon hat der zweite Ofen was zum tun. Schauen wir mal. Ja, der dritte Ofen, der kriegt auch was zum tun. Jetzt kommt es noch drauf an, ob bis zum letzten Ofen hinten alle was zum Tor kriegen. Das glaube ich nämlich fast nicht. Aber warten wir mal. Ja, geht bis hinten schon hin. Wird schon. Da muss jetzt bloß erst einmal das ganze Zeug für kommen. Passt. Wolfric! Tja, Birgli, jetzt haben wir quasi unseren Counter wieder. Quasi. Du hast ihn gerade um 3 angehoben. Merci dir. Hol die Steinchen aus den Kisten. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja, das stimmt. Es ist bloß die Frage, wie kriegen wir die Steine da. Ich weiß wie. Das machen wir jetzt einfach. Pass auf. Zwischenlösung. Einfach Zwischenlösung. 3 Kisten daher. Ja, 2 Kisten daher. Und jetzt bauen wir da den langen Arm her. Geben wir ihm einen Strom. Und dann fordert. Wieso? Hä? Ach, fuck. Der klang ja auch. Das ist natürlich Käse jetzt. Jetzt pass auf, da muss ich jetzt anders machen. Das muss ich jetzt anders machen. Kriege ich da alle Steine rein? Ja, nicht ganz, aber fast. So, jetzt fordert
der rote Greifarm aus der Kiste mit den Steinen von vorher noch zusätzlich das Bantel, bis das leer ist, dabei geht die Welt unter, das lassen wir jetzt da einfach reinfahren, weil es wurscht ist. Und jetzt haben die Dinger da herum auf alle Fälle genug zum Werken. So schaut's aus. So, jetzt bei so haben wir es schon. Wie schauen wir aus? Was brauchen wir jetzt? Jetzt wird es dann langsam ein wenig kompliziert. Und zwar, wir wollen jetzt bauen diese grünen Teile, wie spätestens. Es ist schon wieder 20 nach 9. Okay, vielleicht schaffen wir die grünen Dinger heute doch nicht mehr. Wir brauchen Fließbänder automatisch produziert und Greifarme automatisch produziert. Fangen wir an mit den Fließbändern. Bam, Fließband. Was braucht Fließband? Eisenplatten und Eisenzahnradl. Gott sei Dank haben wir da herunten eine Eisenzahnradproduktion, das den Tosen scheißt. Und Eisenplatten haben wir eigentlich auch da, das den Tosen scheißt. Das heißt, jetzt passen wir Obacht, wie machen wir das am geschickten? Eigentlich kann man die lustige Förderbandproduktion direkt daher bauen, weil da können wir es dann wieder zusammenführen und wursteln und was das eben ist. Ja, jetzt bei so. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Oh, wir haben was erforscht. Erforschen wir gleich noch das nächste. Physischer Projektilschaden 1. Jawohl, Forschung starten. Ansonsten haben wir dann nichts mehr zum tun. Der Control schreibt, heiliges Kaninchen, jetzt wird das Spiel wirklich spannend langsam. So, jetzt fangen sie an kompliziert zu werden. Und jetzt merkst du gleich, warum ich da so viel Platz zwischen den einzelnen Mini-Produktionsstätten da lassen habe, damit ich mich halt da entfalten kann, weil später merke ich dann, fuck, wir haben zu wenig Zahnradl, bam, nochmal 10 Produktion dahin. Fuck, jetzt haben wir 2 Eisenplatten, bam, nochmal eine doppelte Produktion hinten hin. Den Fehler machst du beim ersten Mal, wenn du das spielst. Ja, dass du alles auf einen Haufen drauf baust und meinst, deine 5 Stahlplatten Produktionsofen, die gelangen schon bis zum Schluss. Nein, das tun sie nicht. So, die Frage ist nun, wir haben nicht recht viel mehr Platz wie da, weil ganz ehrlich, das da hebe ich mir fürs Eisen auf. Ja, ich tue es jetzt da bloß einmal grob kennzeichnen, dass da noch Eisen herkommt und dass das quasi verbotene Zone ist. Wie tut man schnell die Kurven machen? Ist nicht gegangen. So. Und das mein Mainbus wird, so ein bisschen. Da herum geht noch einer oben dann und da herunten geht noch einer vorbei dann. Okay, das heißt, wir haben den kleinen Platz da, nutze jetzt, oder allgemein den ganzen Platz da. Müssen wir mal kurz den Scheiß da weghauen. So, weg mit dem Schund. Was ist denn mit dem da? Was ist das für ein Kack da? Wieso kann ich das nicht wegmachen? Noch die Band zusammenhauen. So. Gibt es einen Hotkey, um den Bauplan zack auf einmal zu bauen? Ja, es gibt eine Erforschung, die heißt Blueprints, also Blaupausen. Und da kannst du so Konstruktionen dann abstempeln und daneben dann wieder hinbauen. Dann hast du aber auch bloß dieses Ghosting, also dieses bauplanmäßige Dings da hinbastelt. Und dann gibt es aber noch Drohnen, kleine Roboter, die das für die automatisch aufbauen. Wenn sie irgendwo Zugriff in Kisten haben, wo das Zeug produziert fertig drin liegt. Also alles. Fließbandel, Greifarme und so weiter und so fort. Wir brauchen wir auf alle Fälle. Wo waren wir? Greifarme wollten wir bauen. Nein, nicht Greifarme wollten wir bauen. Wir wollten Fließbänder bauen. Klippen geht nur mit Bum-Bum. Was ist Bum-Bum? Die kann ich draufschießen. Nein, Klippen, die muss ich wegsprengen dann, oder wie? Naja, gut. Später. Mir braucht man auf alle Fälle mal 10 Assembly-Maschinen. Das ist einmal wichtig. Wir brauchen Greifarme, brauchen wir mehr Belts, wir brauchen so Underground-Splitter, wir brauchen, was brauchen wir noch? Sonst eigentlich nicht recht viel. Wir haben da wunderschön unsere Zahnradl und eigentlich können wir die da sofort splitten. Jetzt pass auf. Es ist jetzt natürlich dumm, weil unser Hauptstrang an Eisenplatten kommt da und wird da gesplittet. Dann kommt da oben die Hälfte und dann wird es da nochmal gesplittet. Das werden wir sehen dann, ob das gelangt oder nicht. Wenn es nicht gelangen soll, zukünftig, wenn wir dann irgendwann auf die Idee kommen, aus den 10 Zahnradl 20 oder 30 zu machen, weil alles nicht mehr gelangt, dann müssen wir halt von hinten wieder mehr Eisenplatten auf das ursprüngliche Bandel führen. Hilft halt dann nicht. Auf C kannst du alles abschießen. Ah!
Mr. Juhu, sag jetzt sowas nicht! Ah! Peng, peng! Scheiße. Wie kann man es denn reparieren? Das ist mir jetzt das blöde Baus einfach nein. Verdammt! Sowas kannst du mir nicht sagen. Plan ist folgender. Wir splitten die Zahnräder und wir splitten die Eisenplatten. Und da gehen wir underground. Haben wir da unsere Zahnräder. Die lassen wir da einmal rausgurken. Jetzt bauen wir erst einmal. Wo fangen wir da jetzt an? Das machen wir jetzt da so. Ein bisschen weiter her hinten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 mal Platz lassen. 1, 2, 3, 4, 5. Da drin wollen wir bauen. Die Dinge. Dann haben wir vorher gelernt, Shift, rechte Maustaste, einmal zum Kopieren und dann Shift halten und dann einfach draufdrücken und schon haben wir für alle eingestellt, wie es ist. So, dann lassen wir unsere Laufbandel auch wieder rechts rausfahren. Ja. Die müssen wir dann oben fahren lassen, das hilft sowieso nicht. Und unsere... Nein, das ist ein totaler Chaos. Was tust du denn, Birger? Birger, was machst du? Du Ahnungslose! Jetzt bei so Wort. Da muss ich jetzt kurz nachdenken. So, unsere Produktion geht außen da zusammen. Ja, so wird man sagen. Ja, das Ding einfach nachbauen. Okay. Und dann einfach einmal da oben. Einfach, weil wir es kennen. Und unsere Zufuhr der Materialien, die geht da eine. Wenn wir einen Platz brauchen. Okay. Ja. Schaut gut aus, schaut sehr gut aus, schaut sehr gut aus. Machen wir das so. So. Dann lassen wir auf die eine Hälfte den Zahnradl fahren. Und auf die andere Hälfte die Eisenplatten. Ja, ein bisschen, ist ein wenig durcheinander schon. Ja, merkst? Ja, wieder ein wenig, jetzt wird's ein wenig haben. Oh Gott, da steht da irgendwas, schreibt Stopp. Warum? Warum Stopp? Brauchen wir diesen... Stopp! War knapp. Hä? Habt ihr schon gesehen? War pure Absicht. Hab schon gesehen. Tu dich nicht oben. So, wir müssen natürlich von da aus führen. War absolutes Pro-Gaming. Hast du es gesehen? Und von da müssen wir nach außen führen. Und da wirft er dann unsere Förderbandel ab. Jetzt geht uns wieder der Teufel aus. Brauchen wir mehr Arme. Oh, jetzt können wir dann bald keine Strommasten mehr bauen, weil ich kein Holz mehr habe. Wo krieg ich noch Holz her? Muss ich jetzt da wirklich Baumhacking gehen? Ist das der Ernst? Kann man Strommasten nicht aus was anderem bauen? Das ist ein Wahnsinn. Nervenkitzel pur. Das ist eins der... Also mal ab... Für alle, die gerade zuschalten und gar nicht kapieren, um was das eigentlich geht. Das ist natürlich sehr schwierig zum Nachvollziehen, wenn man da reinkommt so, und ich tue mich selber hart, wenn ich in einer Woche, nächste Woche am Mittwoch, spielen wir weiter. Wenn es euch übrigens gefällt, Like da lassen, vor allem auf YouTube. Dann spielen wir nächsten Mittwoch weiter. Mich in einer Woche daher zum Sitzen, das zum Singen und immer nur zum Wissen, was ich mir gedacht habe, ist nicht ganz einfach. Deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man sich vielleicht ein bisschen hart tut, wenn man da zuschaltet und dann das sagt und sich denkt so, hä? Was zur Hölle soll denn das für ein Scheißdreck sein? Aber, ganz ehrlich, Factorio ist eines der besten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Wenn man Aufbauspiele mag, dann ist Factorio eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Kann ich leider nichts anderes dazu sagen. Kann ich nicht. Geht nicht.
Brauche ich da wirklich so viel so... Warte mal. Oh, was habe ich jetzt abgebaut? Irgendwas habe ich abgebaut. Schau dir das an, unsere ersten Lieferbandel kommen schon. Find's ganz gut, nicht immer der Einheitsbrei. Genau das ist es, was ich mir damals auch gedacht habe, wie bei Rimworld zum Beispiel. Ich habe mich so hart von der Grafik abstrecken lassen, dass das immer, ja, schau mal, wie das ausschaut, weg. Überhaupt nicht damit befasst, gar nichts. Und irgendwann war mir halt so hart langweilig, dass ich mir gedacht habe, ja, keine Ahnung, schaust du das halt einmal an. Oh, holy fuck, war das ein Fehler, dass ich das so lange liegen habe lassen. Mehr kann ich nicht sagen. Und wie immer gut, ich werde hier für das, dass ich euch so Sachen da schmackhaft mache, solche Spiele, werde ich nicht zahlt dafür, ich krieg nichts dafür, ich mag auch gar nichts dafür. Weil ganz ehrlich, wenn ich dann so Nachrichten kriege, wie viel Spaß das die Leute mit Daisy haben und so, und dass ich es da drauf gebracht habe und dass die es so nie gesehen hätten und bla bla bla, das ist mir Bezahlung genug. Dankeschön. So, Stromspaghetti, Strommastenspaghetti. Ja, ich weiß nicht, wie es anders machen soll. Es ist so, muss gelangen. Merkst du schon, wie das langsam so die Form annimmt? Ich vergleiche es aber gerne mit einem Prozessor. Schaut irgendwann, wenn das noch fetter und noch fetter und noch fetter wird, schaut es irgendwann so aus. So, aber wie wir sehen, unsere Laufbandel sind immer noch so gnadenlos voll und überdingst, dass wir jetzt erst einmal da was herbauen. Da haben wir noch 5 so Stahlkisten her. Mein Maika, geh heim, wo? Das ist eine berechtigte Frage. Den habe ich vergessen. Entschuldigung. Mein Maika, es tut mir leid. Fanny, die habe ich übersehen. Wann gibt's denn quasi den Retro-Merch? Da müsst ihr jetzt zu weit aus dem Nähkästchen plaudern. Den gibt's so schnell gar nicht, weil es einen anderen gibt. Ihr kriegt ein Krönchen von mir in den nächsten 3 Wochen. Mehr sage ich nicht. Kommt der dann quasi zum 5-Jährigen oder vorher schon? Nein, es gibt zum 5-Jährigen etwas, das habe ich euch schon gesagt. Etwas, das hat aber nichts mit dem Retro-Merch zu tun. Und ganz wichtig, Schödrapse nicht vergessen. Und endlich richtig geschrieben. Fanny, die einzige, die richtig schreiben kann. Good job. Merci für dein Drilling. So, wie eine Platine. Herr Odin, absolut richtig. So, diese depperten, wie soll ich sagen, Förderbandel, die können wir sowieso immer brauchen. Deswegen lassen wir die da mal sauber in die Kisten einfahren, bis es voll ist. Und dann nehmen wir uns immer wieder welche raus. Wie ist das gleich wieder gegangen mit rausnehmen? Steuerung und Rechtsklick drauf. Nimmt er dann alle, die drin sind? Bin mir nicht sicher. Aber egal. Weißt du, dass wir da mal ausprobieren können? Bauen wir mal 5 so blaue, schnelle Greifarme, damit man mal einen Unterschied sieht. Playlex! Habe jetzt endlich das Rätsel gelöst, ob es Greifbeine gibt. Schaut's in Mimi-Channel. Ja, da kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Warte mal. Muss ich schnell umstellen? Monitor, warte, damit ihr sie auch seht. Wo? Monitor ganz da. Kommt schon sehr nahe. Aber was sagst du jetzt zu den blauen Greifarmen, die wir gleich sehen werden? Da bin ich gespannt. Möchtest du einem Vogel einen Hax abschnüren, bis er blau anläuft, oder was ist der Plan? Nein, da musst du noch mehr recherchieren. Also das gelbe, ja, okay. Gelbe Greifbeine, ja, aber gibt es blaue Greifbeine? Du sollst jetzt das rausfinden gehen. So, weiter geht's. Blau, wo haben blaue Greifarme? Da haben blaue Greifarme, die tun wir mal da unten rein, machen wir so. Und dann kann man die einfach setzen. Ja. Siehst du, wie dermaßen viel schneller dass die sind? Das sind dann Blaufußtölpel. Die Vögel haben blauen Füßen. Okay. Und die haben extrem schnell, so wie ich das sehe. Die haben offensichtlich hart auf Kokain. Die haben hart auf Kokain, Wölfchen. Schau mal, wie schnell das da die Scheiße voll ist. Das ist ein Wahnsinn. Das ist der Speedfab-Greifarm. Ja, gut. So. Die haben allerdings jetzt so verfickt schnell, dass keine Laufbandel mehr durchkommen, solange die Kisten da nicht voll sind. Aber gut. Ja, lassen wir so, oder? Das passt schon. Das passt schon. Was haben wir da wieder? Hunter! Welcome to the squad! Pussy aufs Nussi! Danke für die Mitgliedschaft. Weißt du, was wir heute noch gar nicht gemacht haben?
Da sollen sich aber die anderen gefälligst auch gegrüßt fühlen. Ab in den Chat, habe die Ehre, Hunter im stabilsten Squad auf diesem Planeten. Bussi aufs Nussi, lass dir dein Vollbier schmecken. Highspeed-Schleidern. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar noch schnell eine Greifarme gibt. Aber die rendieren sich jetzt sowieso noch nicht, erst wenn wir schnell eine Laufbandel haben. Aber da ist noch ein bisschen hin. Wir haben auf alle Fälle die erste Komponente für unser grünes Saftal. Da haben wir jetzt schon ein bisschen einen Scheiß gemacht. Da können wir nach oben expandieren, das passt. Wo bauen wir die Gräner hin? Irgendwo dahinter, keine Ahnung. Da ich jetzt vorschlagen. Was wir aber jetzt auch mit machen könnten ist Zahnradl. Wo der man ein Zahnradl hin? Kann man da 100 einlegen? Ja. Du hast einmal da 100 eine. Kann man die nicht irgendwie verteilen? Kann man nicht, gell? Schade. Ist der jetzt schnell von Hand, dann ist es besser nachvollziehbar. Ich stopfe jetzt die fertigen Zahnradl, stopfe einfach jetzt mal alle da rein. Bis auf ein paar. So. Halten wir uns, was haben wir sonst da noch herum? Die scheiß Coin, die können wir auch da oben in da Kisten irgendwo angelegt. Machen wir mal das Inventar sauber. Da müssen wir es nicht reinschreiben. Werden vielleicht die Assembler schneller fertig, als wie die gelben Greifarms Zeug einlegen? Noch nicht, aber später wird das dann mal so sein. Kann ich auch mal schnell herzeigen. Es gibt da unten so Slots. Jeder Assembler und so weiter hat da unten so Slots. Und dann kannst du da so Module einstecken, so grüne, rote und blaue. Und da steht schon dort ein Tempomodul 1, 2, 3, Effizienzmodul 1, 2, 3 und Produktivitätsmodul 2 und 3. Das heißt, dann entweder wird es schneller, es produziert 1,2 Stück pro Durchlauf oder irgendwie sowas und so weiter. Und dann kommt der normale Greifarm irgendwann nicht mehr hinterher. Das zeigt da eine zum Schirm. Da ist dann die Assembly-Maschine schneller fertig als der Greifarm. Und dann steckst du halt den schnelleren Greifarm ein und den noch schneller und noch schneller und noch schneller. So in etwa. So ganz akkurat, wie es später genau ist, ist nicht erklärt, aber einigermaßen. Birger, das tun wir jetzt mit der Hand. Aha. Mit dem alles mit der Hand. Was? Strapse, ob die Greifbeine eine Knierscheibe haben, ob die Greifbeine Knierscheiben und Strapse haben. Das ist die allerwichtigste Frage. Ob die Greifbeine Knierscheiben haben, schauen wir mal genau hin. Kann man da auf Pause drücken. Also ich sehe schon ein Glink, du? Also wenn das da kein Glink nicht ist, da an meinem Mauszeiger, seht ihr meinen Mauszeiger überhaupt? Ich hoffe schon. Dann weiß ich auch nicht. Also ich würde sagen, ja. Also Greifbeine haben Knierscheiben. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Ja, was brauchen wir jetzt? Jetzt bauen wir gelbe Greifarme. Und jetzt wird es interessant, weil da ist es wieder genau dasselbe Spielchen. Wir brauchen Eisenplatten, wir brauchen Eisenzahnräder und da kommt jetzt eine kleine kompliziertere Sache dazu, elektronische Schaltkreise grün. Ich sage deswegen grün, weil es später noch andere gibt. Rot, blau, gelb, glaube ich sogar, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich weiß noch, dass man von diesen grünen Schaltkreisen unendlich viel braucht. Unendlich viel. Und aus was baut man die? Eisenplatten und Kupferkabel. Okay, das heißt, wir brauchen mal als erstes eine ernstzunehmende Kupferproduktion. Kupferkabelproduktion. Und ich würde sagen, wie bauen wir das? Warum macht der unten rechts nichts? Was? Wer wo? Wer macht unten rechts nichts? Irgendein Greifarm hat unten. Ihr habt es gesehen, dass er nichts mehr. Kann ich dir sagen, warum? Weil das Bandel. Pass auf. Wie ist das gegangen? Auf F, glaube ich. Wieso kann ich auf F das nicht nehmen? Jetzt halt. Weil das Bandel da voll ist. Siehst du das? Die rechte Spur ist komplett voll und er legt es immer auf die gegenüberliegende Seiten. Und wenn die voll ist, tut er nichts. Pass auf, jetzt füllt sie sich gleich wieder auf. Blub, ja, und jetzt tut er nichts. Er hält das da, das sieht man ein bisschen schlecht. Ein bisschen wuselig an der Stelle. Aber er hat halt keinen Platz mehr zum Ablegen. Weil die 3 Hamperer da nicht schnell genug sind mit dem Einlagern. Aber ja, die werden auch irgendwann demnächst voll. Das geht ziemlich schnell, merke ich gerade. Nun gut, jetzt müssen wir gelbe Greifarme produzieren. Eisenplatten, Eisenzahnräder haben wir wirklich en masse. Wobei, da herum schon merkst du ein bisschen. Ja, lasst noch.
Ja, also die Doppelspur Eisenplatten, die ist nicht mehr komplett gefüllt da. Oh, und die wird lückenhaft. Das kommt immer netter, Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal noch ein paar Runden zu. Weil nicht, dass wir hinten die Eisenplattenproduktion fetter machen müssen und so wie wir die so schauen, müssen wir die gleich fetter machen. Siehst du das? Ja, die lückenhafte Eisenplattenproduktion kommt immer netter da hin, wo es eigentlich nicht hinkommen soll. Und wenn das irgendwann passiert, dann müssen wir ganz hinterm Anfang wieder nachlegen. Das heißt, mehr Erzförderer, mehr Schmelzöfen für Eisenplatten und. Ja, wird lückenhaft. Das ist schon hier vorne da beim Splitter. Jetzt ist dann bloß noch die Frage, ob es da auch lückenhaft wird. Sobald es da auf der Doppelschiene auch lückenhaft wird, müssen wir hinten nachlegen. Da muss ich kurz zuschauen. Ah, wird lückenhaft da oben? Fang schon. Jetzt wird es dann spannend, wenn die Lücken da bis ganz hinten gingen, wo es dann gar ist mit dem Laufbandel. Ich gehe einmal nach, damit man es besser nachvollziehen kann. Da. Schauen wir mal. Forschung ist fertig. Mr. Max, da hast du absolut recht. Wir können aber nichts mehr erforschen, weil für alle jetzigen Forschungsprojekte braucht man rote Wissenschaftspakete, Hillpots und Poisonpots. Und die Gräner. Und die Gräner haben wir noch nicht in Produktion. Das ziehen wir gerade jetzt auf. Wenn wir jetzt aber noch, wie soll ich sagen, schau hier, da ist die Eisenplattenproduktion ist sehr lückenhaft. Und wir haben da am schwerst produzieren haben wir da. Müssen wir eine zweite Spur bauen. Das heißt, wir haben erst beim zweiten Pot ist jetzt unsere Eisenproduktion schon zu klar und zu gering. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir sofort nachlegen, weil das bringt so überhaupt nichts. So, los geht's. Steiner brauchen wir. Steiner, Heiz, Dingsbums, da, der legt da noch fleißig auf schon hin. 14 Steiner waren noch drin. Nice, kann ich die abbauen. Genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und da sammeln wir mal den ganzen Betonscheiß ein. Beton können wir brauchen. Tu mal. Ah ja, 2 Stacks, tust du mir her. Können wir schon Betonplatten bauen? Ich glaube nicht, gell? Ziegelstein. Aber was kann ich mit dem Ziegelstein da? Mauer kann ich bauen. Was kann eine Mauer? Ah ja. Okay, geschissen auf die Mauer. Man kann so einen Betonboden bauen. Auf dem laufst du schneller. Glaube ich, können wir aber noch nicht. Da müssen wir in die Forschung gucken. Schaltungsnetz, da wird es dann total crazy. Da kannst du dann Kabel verlegen und da kannst du dann deine Greifarme programmieren und so einen Scheiß. Das da darf mich auch noch interessieren. Da kriegen wir größere Strommasten, mittelgroße und große Strommasten. Das ist auch gar nicht schlecht. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Was haben wir da? Beton. Fortschrittliches Baumaterial. Ja, genau, das würde ich gerne erforschen. Da kann man dann einen Betonboden bauen. Naja, jetzt müssen wir erst einmal nachlegen. Wir brauchen Öfen. Mit 14 Steinen kommen wir aber nicht recht weit. Jetzt muss ich da mal ein paar Steine einsackeln. Kinder da herum in der Betonmaschine. Das hilft uns jetzt alles nichts. Ich muss da leider alle Steine, die da kommen, muss leider hier einsackeln. Hintere, 4 eingesackelt. So, bauen wir mal. Dann stellen wir Schmelzöfen auf. Für genau das haben wir es gebaut, unsere Gerätschaft da hier unten. Bumm, bumm, bumm. Oh, war total schief. Total schief, Birger, was tust du denn wieder? Dumm. Jawohl. Von da aus fordert man die ganze Geschichte. Die ganze Garde ein wenig einfordern. So. Und hinten lässt man es ihm ausscheißen. Machen wir so. Und da ist jetzt die Frage, wie wir das da zusammenführen. Wie führen wir das da zusammen? Kann ich da genau sagen, wenn wir das machen. Der Splitter geht natürlich in beide Richtungen.
und lasst mir das so zusammenführen. Haut das so hin? Weiß ich nicht. Haut das so hin? Bin mir nicht sicher. Sag ich dir, was ist. Du wolltest doch nach unten bauen. Ja, das stimmt, aber das da herum ist auch die einzige Reihe, die ich nach oben baue, weil ich da schön von der Mitte ist quasi unser Zulaufband mit Kohle und Eisenerz und das kann ich fuhren nach oben und nach unten und unten genauso. Aber die nächste 4 Spur oder Doppelspur bauen wir unten hin. Alle Greiffarbe stehen mehrere rechts von den Öfen und einer mehrere links. Wo? Ja, da, weil da leider Gottes ein Strommasten ist. Ja, ich weiß genau, wie es dich fühlst. Ich weiß genau, was geschlungen hat. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der innere Monk springt im Dreieck. Wir brauchen mehr gelbe Greifarme. Das ist alles, was ich weiß. Und unsere Strommastenverteilung ist nicht so optimal. Die ist einfach nicht so optimal. Bauen wir wieder ab. Dann können wir den gelben Arm können wir auch wieder sauber hinbauen, okay? Dann muss keiner traurig sein. Es braucht alles seine Einheit. Habt ihr schon verstanden? Entschuldigung. So, der steht links. Da kann er natürlich einmal überhaupt nicht stehen. So. So. Passt ja jetzt. Passt es ja jetzt. Ach, jetzt haben wir wieder Kack gemacht. Jetzt müssen wir da in der Mitte auch wieder abreißen. Die Kack-Strommasten. Die müssen da mit einer, nicht. So. Schaut das seibrig aus. Da schaut das seibrig aus. Oh Gott, da ist ja genau das gleiche. Müssen wir komplett umbauen. Birger, was hast du denn da wieder denkt? Birger, was hast du denn bei der unsauberen Scheiße wieder denkt? Sag. Schau dir das so. Wieso stellst du die Strommasten nicht gleich mit ein? Du besoffener Uhu. Warst wieder volltrunken. Hast nicht bloß ins Glasl zu tief hineingeschaut. Du hast dir denkt so, ab neue Bitch. Der steht schief. Alle stehen links. Außer er. Er steht rechts. Und er steht. Nein, was ist das? Birger, was ist das? Du besoffener Trottel! Mach halt gescheit! Passt dir das jetzt? Ich weiß nicht, jetzt sind sie teilweise links. Oh Gott! Oh Gott, die Stromleitungen hängen auch kreuz und quer. Wieso? Ah! Wieso tun sie das? Ich hab doch alles so schön sauber symmetrisch da hingebaut. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich weiß, der mal nach links oder der mal nach rechts. Die Lösung sind die größeren Stromleitungen. Das ist richtig. Tommy, merci für den Zwickel. Du kannst besser in die Öfen forschen. Das müsste schon gehen. Schauen wir uns so. Motor, fortgeschrittene Materialverarbeitung. Das stimmt. Weißt du, was wir da jetzt machen? Das ist gar keine schlechte Idee, Tommy. Merci für dein Drilling. Das können wir von Hand produzieren. Da brauchen wir 75 so kleine Dinge. Das werden wir zum einen Forschung starten. Bam. Und wir müssen bauen wir mal 2, 3, 4, 5. Bauen wir einfach mal nebenbei ein paar so kleine Dinge. Ja? Die können wir dann einfach auf das Förderbandel draufschmeißen und dann wechselt man unsere. Also die Frage aus, was man diese Öfen wieder bauen muss. Aber werden wir sehen. Werden wir sehen, den Platz brauchen wir sowieso. Lassen wir es einmal so stehen, das Ding arbeitet, das passt. Wie schaut es unten aus mit den Stahlplatten? Gar nicht gut. Gar nicht gut, ist alles zusammengebrochen. Da ist alles zusammengebrochen, schau dir das an. Wir haben nicht mehr, unsere Zahnradl sind nicht mehr ganz voll. Schlimm. Uzi, hat leider versandt. Falls die Stromleitung abfacken, nimm ein Kupferkabel in die Hand und verbinde die Masten zwischen denen kein Kabel sein muss. Was? Nimm ein Kupferkabel in die Hand? Lass mich mal, baue jetzt mal schnell eins. Oh. Muss ich das da unten nochmal schnell abbrechen? Moment. Kupferkabel in die Hand und was verbinde ich dann? Schau dir das an. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Man kann Kupfer, schau dir das an. Wie weit kommen
Wie weit geht denn das? Wie weit geht das? Wie weit geht das? Kabel nicht lang genug. Oh, jetzt geht uns das Erz aus. Fangt schon. Fangt schon, Kinder. Brauchen wir hinten natürlich auch mehr Erzförderer. Jetzt darf mich aber auf die Schnelle interessieren, wie viel solche Dinger das wir brauchen. So die von den grünen Safterl. Da pflanzen wir jetzt einmal ein paar rein und erforschen quasi einmal von Hand an diese fortgeschrittene Materialverarbeitung um. Weil die Öfen, die reißen sauber aus. Dann kann ich die Hälfte da abreißen. Ja, ich glaube, die haben genau doppelt so schnell. Schauen wir mal. Uzi, merci für den Euro. Merci für den Tipp. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass man Strommasten von Hand verbinden kann. Habe ich nicht gewusst. Das war mir neu. So, was haben wir da? Können wir da noch einen herbauen? Wir haben 15.000 drin. Nein, das ist nicht wert. Da ist es aber wahrscheinlich auch nicht mehr wert, oder? 9.000. 57.000. Ja, dann machen wir so. Das hilft. 1, 2, 3, 4. Müssten wir unsere Kupferproduktion ein bisschen, unsere Erzproduktion ein wenig anfeiern? Haut diese so hin? Denke schon. Aber so haben wir nur Platz für Ohrseiten. Das heißt, wir machen das jetzt ganz anders. Das machen wir so. Ja, und so verteilt das schön auf beide Seiten. Wunderbar. Kriegen wir da Kupferkabel oben? Nein, kriegen wir nicht. Warum nicht? Warum nicht? Machen wir jetzt mal so. Achtung, Uzi, schön, aber sie kann. Habe ich mal gemerkt seit dem letzten Mal. Tun sie sich nicht hinunter. Und dann brauchen wir noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Und schon müsste die Produktion eigentlich wieder leicht gelangen für die eine Reihe, wo wir da haben. Wir haben es jetzt quasi. Plus 4 quasi. Jetzt plus 5. Haben wir es verdoppelt. Und jetzt müsste da oben eigentlich ordentlich was abgehen. Und da ordentlich der Erzscheiß ankommen. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Killis Let's Plays! Ein 10er ist zu viel. Merci dir. Busti auf Bahnscheim. Auf die 65. von hinten. Was? Jetzt will ich einmal Apps da lassen. Musst aber nicht. Schau deine Videos echt gern. Mach weiter so. Grüße aus Landshut. Grüß aus Landau. Merci dir und viel Spaß beim Schauen. Das sagt ich. Merci! Oh, mittlerweile haben wir schon bei 3,5 Megawatt von 5,4, aber wir haben ja immer noch weit entfernt, dass der Strom ausgeht. Und ein Strom aufsetzen ist auch nicht so unfassbar unbandig schwer. Ich baue jetzt da noch ein paar so kleine Dinge. Ja, Eisenplatten, Schirm auch wieder noch sauber. Schaut gut aus. Unsere Produktion läuft, nichts steht. Und da wird sauber zusammengeführt, schaut gut aus. Ein meiner braucht noch ein Förderband. Wo? Ah, der da oben, den habe ich schön gesehen. Wer hat das gesehen? Der Dissolving Iron! Guter Mann, schön aufpasst, so mache ich das. So mag ich das. Ja, das ist auf alle Fälle gescheiter, wenn man diese kleinen Dinge nicht von Hand baut, weil das dauert ja ewig. Das ist ja eine Krankheit. Was wir jetzt brauchen, wir brauchen eine anständige Produktion von Kupferkabel. Und Kupferkabel, wo bauen wir Kupferkabel? Ich würde fast vorschlagen, einfach straight da herum. Weil, warum nicht? Warum nicht? Brauchen wir 10 so Assembly-Dinger.
das müssen wir jetzt durchlaufen lassen. Das müssen wir aussitzen. Bis dahin schaue ich mal wegen den Chat ein. Das gehört auch mitgemacht. Herr Laucher, merci dir. Servus, Bürger. Servus, Herr Laucher. Leider Stream verpasst, war in der Vorschau. LKW-Stundenmacher, auch jetzt sag. Rensiert sich das Spiel, wenn man schon Satisfactory gezockt hat? Auf alle Fälle erst recht, wenn du schon Satisfactory gezockt hast, weil es doch was anderes ist. Weil es doch was anderes ist. Es ist einfach doch was anderes. Merci für den Fünfer. Bussi auf das Fussi. Herr Wulfrick. Oh, gleich ist 22 Uhr. Ich meinte natürlich, ich führe eine neue Zeitumstellung ein. Alle die Uhr 2 Stunden zurückstellen. Ich habe gerade einen kompletten Schlaganfall gekriegt, wie ich das jetzt gelesen habe. Es ist schon wieder 5 vor 10 Uhr. Du möchtest mich wirklich komplett trollen und verarschen. So schaut's aus. Der Martin Utzmeier schreibt. Was schreibt er? Wenn du eine bestehende Kabelverbindung neu machst, kannst du die Kabel abreißen. Jetzt chillt sein, was ist laut? Herr Ressler, vergeht's gut! Es ist zu viel! Stop it! 10er ist zu, ja, bla bla, schon wissen habe, tritt Bürger aus Österreich. Ja, woher denn sonst? Aus Österreich wahrscheinlich nicht. Das ist einfach immer noch ein guter Witz, der wird nicht alt. Herr Rössler, grüß nach Österreich. Ab Herz als Spam für unsere Lieblingsnachbarn. Bussi aufs Nussi. Auf alle Bahnscheiben, einfach weil wir es kennen. Auf geht's, Ehrenrunde nur eine halbe Stunde. Gut, dann gibt's halt am Wochenende keinen Stream. Eigens grob geschaufelt, selber schuld. So, schneller jetzt. Schneller! Produzier den Schund da unten. Wir brauchen Assembly Machines. Assembly Machine. Da, Hans. So, wir bauen die Scheiße jetzt. Da jetzt einfach mal kreuz und quer vorschlagen da. Wunderschön, wunderschön. So, der Zulauf unserer Kupferplatten ist wie immer da. Und der Auslauf ist wie immer da. Zulaufende hier. So, ja, bauen wir vielleicht noch ein bisschen kompakter. Ein bisschen. Da also ein Ding freilassen, das ist in Ordnung, finde ich. Und dann haben wir da die anderen 5 Assemblies. Wunderschön. Oh, nein, das wollte ich nicht. So, schaut gut aus. Dann brauchen wir einen Haufen gelbe Greifarme. Gib mir mehr gelbe Greifarme. Und wir brauchen natürlich Strom. Strom können wir schon einmal setzen. Wo haben wir den jetzt gesetzt? Immer ganz links am Automaten. Kann man den nicht zwischen dem Automaten sitzen, dass man vielleicht... Jetzt pass mir auf, da diftelt man jetzt ein wenig. Da diftelt man jetzt ein wenig. Kann man das nicht so setzen, halbwegs symmetrisch und dass man nicht so viele Strommasten braucht? Wahrscheinlich nicht. Wird einfach nicht hier haben. Hier. Von da müsste man fudern. Fudern. Unten fudern. Ja, easy, oder? Schau, es geht sogar symmetrisch. Wer hätte es gedacht? Einigermaßen zumindest. Jetzt mir auf mit einem Scheiß! Lübzepp! Was nicht da gewesen diesmal beim Stream am WE? Bin da unterwegs nach Duisburg. Auswärts schon wieder, Hauptsache Saffen. Viel Spaß, Alter. Bussi aufs Nussi. Merci dir. Der andere Herr Kulzer zum Thema Österreich. In Deutschland gilt übrigens bereits als arm, wenn man aus einer Schulter wächst. Du absoluter Kackspacken. Da habe ich jetzt, der hat kurz gebraucht, während am Lesen. Was kommt denn jetzt für ein Blödsinn? Ja, nochmal, ich wiederhole, in Deutschland gilt man übrigens bereits als arm, wenn man aus einer Schulter wächst. Dankeschön. Der mittlere Weg ist da nicht verbunden, Birger. Der mittlere Weg soll da, ich weiß nicht, was du meinst, aber Achtung, ich zeige. Achtung, ich zeige, what's the plan. Machen wir so. So, in der Mitte kommt die Fuderei. Da produzieren wir Kupferkabel. Nochmal, für die Noobs, auch für mich, habe ich auch nicht gewusst, Shift gedrückt halten, rechte Maustaste einmal drücken und dann kannst du einfach Shift gedrückt halten und linke Maustaste über die anderen Assembly Machines drüber ziehen und du kopierst die Einstellung
was produzieren sollen, ohne dass du alles einzeln anklicken musst. So, oben müssen wir es ausscheißen. Sauber ausscheißen, ausscheißen, ausscheißen. Und unten müssen wir es ausscheißen, 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 ausscheißen. Okay, wir das abbauen. Dass wir kein Ding nicht zu viel haben. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, Alter. Dann bauen wir hinten die Spur ein bisschen länger, weil es wurscht ist. Uzi, da noch überlesen. Schon wieder. Es tut mir leid. Wo? Beim Stromsetzen, wenn du die Pfosten hältst, dann verteilt er auch so, dass alles Strom bekommt, anstatt Max Range, wenn Gebäude oder Greifer da sind. Also das heißt, beim Stromsetzen, wenn du die Pfosten hältst, ja, dann verteilt er auch so, dass alles Strom bekommt, anstatt, also wenn ich durchlaufe, oder was? Also probieren wir jetzt einfach mal schnell, ob ich verstanden habe, was du meinst. Moment. Ich glaube, ich hab's verstanden. Bin mir aber nicht sicher. Ja, da macht es wieder. Ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Er setzt ihn dann schon so, dass alles einen Strom kriegt, bevor er außer Range läuft. Aber dann macht er es halt asynchron, weil da herunten hat das Ding schon Strom und dann bis da hinten. Ich hab's verstanden. Ich weiß bloß nicht, wie ich es gerade erklären soll. Ich sag das, was es ist. Deswegen mache ich das lieber von Hand. Weil so schaut es einigermaßen symmetrisch aus. Verstehst du mich? Sagst du das? Verstehst du mich, auf was ich hinaus möchte? Ich weiß, das gefällt wieder Leuten wieder überhaupt nicht, wenn Leute anders spenden wie einer selber, aber damit musst du abfinden, Uzi. Und tut mir leid, wenn ich eine Donation überlesen habe, sonst habe ich irgendjemand noch überlesen. Das geht nicht länger, aber du kannst damit Kabel abreißen. Ein bestehendes Kabel neu bauen, dann reißt du ab. Brauchst später fürs Schaltungsnetz. Das werden wir jetzt auch mal schnell ausprobieren. Da haben wir so ein Kupferkabel hier. Das halte ich jetzt da einmal und dann. Wo ist denn das jetzt hin? Da ein Kupferkabel. Und. Oh. Na, das war's nicht. Wie tut man das? Als da die ein nice bauen, hast du gesagt, gell? Okay. Also wenn ich mir das auch noch antue, dass ich da jetzt jede einzelne Kabelverbindung, diesen Kabelsalat da außer tue, von den normalen Stromverbindungen, da wird ich narrisch. Aber es schaut so schön aus. Es schaut so schön aus! Und sie haben's verstanden! Der innere Monk wieder. Birger plus Monk ist gleich Bonk. Hashtag Bonk! Hashtag Bonk! Ab in den Chat! So schaut's aus. Ein Uzi, wenn es nicht gab. Herr Udin, du hast absolut recht. Ja, ich hab's schon verstanden, Aber ich sehe schon, da haben wir halt leider einfach noch ein Nuller mehr hinten dran in der Spielzeit. Das hat mich alles selber nicht interessiert. Ja, dann ist es da Kabel gewurstelt. Scheiß der Hund drauf. Erdkabel FTW. Umberto, ich bin Team Erdkabel. So, was wollten wir jetzt eigentlich tun? Das Ding braucht jetzt eine Stromverbindung und dann haben wir mir Kupferkabeln. So schaut's aus. Wie machen wir das jetzt? So, nehmen wir einfach das da. Das schaut gut aus. So. Jetzt muss ich mir fast da unten das Kupferkabel. Jetzt hast du mich wieder Uzi fix nochmal. Jetzt muss ich bei jedem einzelnen Ding das wegmachen, einfach nur weil es mich stört. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist total egal, aber es stört. Kruzifix, Uzi. Der Stein von Baumhausen. Moini und Geknuddel. Ist aber. Puh. Es ist schon fast ein bisschen zu nett. Und cute. Ein bisschen leicht homosexuell angehaucht. Aber. Ist okay. Hashtag Pralinskvot. Gleich hinter Bonk, Alter. Habe die Ehre und Moinsen. Moinsen kann man schon mal sagen. Ja, moin alle. Flauschi-Time. Schau, ja. Ein bisschen Flauschi-Time. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir da mal einen Wald abholzen. So. Was müssen wir überhaupt bauen? Was müssen wir bauen? Das müssen wir bauen. Brauchen wir Eisenplatten, Zahnradl und dann. Was? Nein, wir wollten einen kleinen Schaltkreis bauen. Da brauchen wir viel mehr. Bist du besoffen? Da klang das ja scheißdreck nie. Eisenplatten und Kupferkabel. Wo haben die Eisenplatten? Die haben Meilen weit da unten.
besoffen, ne? Ich baue jetzt da so kleine Dinger und währenddessen machen wir ein bisschen Blätschmerz. Was hältst du denn da davon? Und dann forschen wir einfach von Hand in diese Öfen da rein, weil sonst muss ich alles 35.000 Mal bauen. Da wirst du narrisch. Da wirst du. Da hast du mir dort 10 rein, hast du mir dort 10 rein. Damit etwas geht. Damit da mal etwas vorwärts geht. Verstehen Sie mich? Na, hauen wir das da rein. Tust du mit die Hälften raus. Hauen wir da rein. Tust du mit dort die Hälften raus. Hauen wir da rein. Ich weiß schon, Uzi, du hast mir schon gesagt, wie man das so von Hand verteilt, aber so ist es einfach nachvollziehbar für alle anderen. Darf ich bei dir auch ein bisschen per Hand forschen? Wann können wir da jetzt eigentlich mal die Aliens? Herr Titzer, das ist eine gute Frage. Wir können mal auf die Suche gehen nach Aliens. So als Stream-Abschluss. Was hältst du denn da davon? Ich hab da auf der Minimap, seht ihr das da herum, da ist ein ganz kleine pinke Punkte. Hashtag pinke Punkte! Oh, heute haben wir wieder eine Hashtag-Inflation, dass du sagst, gibt's das. Und da schießen wir jetzt einmal drauf. Leertaste habt ihr gesagt, gell? Also ich hoffe, dass die pinken Punkte da hinten Aliens sind. Normalerweise greifen die von Zeit zu Zeit einmal an. Ich bin fast da, ich sehe aber keine Aliens. Wieso komme ich da nicht durch? Da ist der Wald! Müssen wir abholzen. Ich bin einfach durchgereist. Ich bin durchgereist. Was ist da pink? Wieso ist da pink? Was hatten die pinken Punkte? Das sind gar keine Aliens. Aliens wo? Aliens! Mag schießen! Dann schießen wir auf den Bam. Und dann müssen wir jetzt die Karten erforschen. Das hilft uns alles nichts. Da haben wir Uran. Uranerz. Seit wann gibt es denn eigentlich einen Fog of War? Den hat man wahrscheinlich ausschalten können. Den habe ich immer ausgeschaltet wahrscheinlich. Wo sind Aliens? Ich komme nie wieder heim. Ach, pink ist Öl. Stimmt. Da ist irgendwo ein Ölvorkommen. Aber ich sehe halt aber auch keins. Oder ist das da, da ein Öl, tatsächlich. Rohöl. Rohöl. Wo ist noch Rohöl? Sicher. Ja, wo haben dann, aber wo Alien? Alien wo? Aliens! Ich kann euch leider keine Aliens nicht sagen, weil weit und breit keine da sind. Ich weiß es auch nicht. Aliens greifen an, sobald die Pollution das Lager erreicht, siehst du auf der normalen Map als pinker Umriss. Okay. Das heißt, Aliens kämen erst, wenn wir viel genug Umweltverschmutzung betrieben haben. Nur dazu habe ich es halt auch massiv runtergestellt und einfacher gestellt, damit es nicht die ganze Zeit nerven. Nerven wird Sau. Ja. Hashtag rote Punkte. Aliens warten rot. Ja gut, das darf natürlich auch Sinn machen, gell? Wobei das Pink, habe ich mir jetzt auch gedacht, vielleicht ist das, aber jetzt, was du sagst, ist Rohöl, ja okay. Bin ich schon stark. Ah, unsere Eisenplattenindustrie, die ist auch fett dabei, schaut gut aus. So, nochmal. Wir müssen grüne Schaltkreise herstellen. Und von denen brauchen wir verfickt viele, das weiß ich noch. Darum bauen wir mir direkt. Wo bauen wir die hin? Ist die Frage. Die müssen wir ja schon fast. Wo bauen wir die? Jetzt geht uns der Bloß aus. Hau mal den Bander weg. Hau den Baum zusammen. Weg. Sonst verstehen die Leute wieder was falsch. Weißt du, was ist. Habe jetzt da schon wieder irgendwelche Donations übersehen. Raidens Maschinenbauerzeit. Unter 2,06% Kohlenstoff bezeichnet man Eisen als Stahl. Oberhalb von 2,06 Kohlenstoff spricht man hingegen von Gusseisen, da sich dieser sehr gut für Gießprozesse eignet. Im Gegensatz hierzu lassen sich Stähle besser schmieden. Raiden? Was zur Hölle? What the fuck are you talking? Aber okay, ich hoffe, irgendjemand hat was gelernt. Ich glaube, in meinem Leben werde ich es niemals brauchen, aber jetzt wissen wir, wie man Stahl macht. Und Gusseisen. Die gute alte Gusseisenpfanne von der Mom, die hat also quasi mehr als 2,06% Kohlenstoff. Gut, dass wir das wissen. Also hörst heute erst auf, wenn wir Aliens gefunden haben. Ah, Mr. Wüstenfuchs, nice try. Oh, der Lars Drage, merci dir für deine Mitgliedschaft und vergiss einen Akinator heute nicht. Sollen wir uns den einmal noch schnell anschauen? Was ist denn der Akinator? Da muss ich mich selber erst schlau machen. Akinator. Hallo, ich bin Akinator. Ah, schon wieder so viele Cookies zum Akzeptieren. Akinator funktioniert hauptsächlich durch Werbeeinschaltungen. Wenn dir der Inhalt gefällt, deaktiviere bitte den Adblocker. Und
X gedrückt und wieder zugemacht. Tschüss dann, Akinator. Das war's mit dem Akinator. Tja, Kinder, ich sag euch was. Steht überhaupt schon irgendwo ein Radar? Ja, ein Radar habe ich aufgestellt, aber das habe ich wieder abgerissen. Warte mal. Radar, der haben wir dabei da hin. Radar! Tun wir mal alt. Ja, Radar ist da. Ach, deswegen ist der Fog of War. Ohne Radar ist quasi Fog of War. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du könntest die ganze Zeit das stimmt. Ich kann die ganze Zeit Pots bauen. Das ist absolut richtig, da hast du recht. Ich baue dabei einmal ein paar. Ich baue einmal ein paar dabei. Habe ich die Ehre, Bürger, da die Schwungschein. Mr. DNDG. Habe ich die Ehre zurück, grüß Gott beieinander. Ja, wir müssen einen Schmerz einhauen. Ich möchte die Ofen heute noch haben. Ich sag das, was es ist. Ich will den Ofen noch haben. So schaut's aus. Es gibt Adblock-Blocker-Add-on. Nein. Ja, aber nicht jetzt. Suche ich später. So. Wir müssen immer sauber die 5 Pots, die rauskommen. Oh, wir haben da schon her. Wir haben ein paar. Pots einstecken. Immer schön von Hand, damit nichts passiert. Wunderschön. Dann werden die nächsten 5 fertig. Hauen wir ein, einen nach dem anderen. Zack. Da geht es. Jetzt haben wir schon bei 50%. Schau hin. Where are Xenos to purge? Dann verzeih mir, was gibt's denn Neues? Herr Odin, was gibt's denn Neues? Das ist eigentlich eine gute Frage. Es gibt einen Haufen Neues. Ich bin momentan schwer am Werkeln, um das Video und das Ganze rundherum für Sonntag in 2 Wochen, glaube ich, ist soweit. Für Sonntag in 2 Wochen zu machen. Das ist nicht bloß mit einem Video abgetan, sondern da ist das mir auch einiges rundherum, um das ich mich kümmern muss, und das wird wahrscheinlich meine gesamte Zeit in Anspruch nehmen, die nächsten 2 Wochen. Selbst wenn ich so halb zumindest weiß, was ich da tue. Ich kann euch da nicht spoilern, auch nicht im Stream. Wir werden dann nach dem Sonntag, wenn das Video dann da ist, werden wir am Montag einen Blättschmerz machen. Und werden wir uns ein paar gute alte Sachen anschauen und einfach einen Blättschmerz machen, weil ich festgestellt habe, es kommen keine Spiele, also gibt es mindestens einmal im Monat einen Blättschmerz. Dann, was gibt's Neues? Ich liebe euch immer mehr und mehr mit einem Podcast, weil ich einfach mich gerne über Dinge unterhalte und aus. Aber nicht einfach bloß in ein Mikrofon eingelabert, ein bisschen geschnitten und fertig, sondern mit Kamera, mit 2 Spezies wahrscheinlich sogar und zu Themen aller Welt. Außer Politik, unseren Bullshit, den gibt es woanders zu Genüge, da habe ich absolut kein Interesse dran natürlich. Was hättest du denn für Interesse an, was für Themen für einen Podcast? Hätte mein Hardcore-Kern, der heute da im Stream da ist, vor allem am Mittwoch, vor allem nach 10, vor allem zu so Spielen wie Factorio. Erstens, hättest du Bock auf einen Podcast, das ist einmal das Erste. Zweitens, wenn ja, was für Thema? Der Patrick, Games, sowieso klar. Wenn sich eine wirklich herausragenden Dinge da sind, wie Elden Ring zum Beispiel, da ist ja dann so ein bisschen das Problem, ich spiele Elden Ring, aber vielleicht meine Spätzchen nicht. Dann können die da nicht so drüber mitschmerzen, das ist dann natürlich schwierig. Deswegen hätte ich gerne auch ganz allgemeine Themen. Also, was weiß ich nicht, zum Beispiel, das hat jetzt einfach bloß einmal der Flo, und Flo kennt's aus dem letzten Was-Video, was? Das ist der, der in der Mitte sitzt und nicht recht viel sagt aus einem Einleitungssatz, hat zum Beispiel einmal gesagt, sowas wie Süßigkeiten aus der Kindheit. Ich schwör's dir, ich glaube, dass man sofort, ich kann ja sagen, wer da angedacht ist, ich natürlich einmal, der Flo und der Kani. An Kani kennen die absoluten Hardcore-Leute, die den Viva la Mouvlusion Podcast anschauen. Da war ich 3-mal bereits zu Gast. Und bei denen geht es hauptsächlich um Filme und um Serien. Und da ich das auch gern tue und schaue und so weiter und halt einfach auch ein Hobby ist, seitdem ich klar bin und Alien-Fan bin ich zum Thema Alien 1, 2 und 3 eingeladen gewesen. Und mit dem ich da rede, das ist der Kani. Ja? Mit dem verstehe ich mich super, wir teilen einen sehr gleichen, anreidigen Humor. Und da kann ich mir vorstellen, ganz ehrlich, so einmal nur zum Beispiel, Süßigkeiten aus der Jugend oder aus der Kindheit, bam, die halbe Stunde ist voll. So, jetzt passen wir auf. Podcast zu Alien-Filmen. Ja, halt dann nicht natürlich. Die besten Bierzeit-Geschichten. Na.
So ein bisschen wie du groß geworden ist mit ein paar Geschichten und was so im Hintergrund schiefgelaufen ist. Was ist das für ein allgemeines Thema? Da können die anderen zwei nicht mitschmatzen. Ja, es müsste ein allgemeines Thema sein. Was schmatzen da die anderen zwei mit? Die wissen ja von den Sachen nichts. Der Uzi, letzter Tipp noch. Bau die Labore hintereinander, maximal 4, und lass Science mit Greifer durchreichen. Dann verteilt sie es besser und du kannst da Kisten für Grün hinstellen. Ach so, Mann. Das am Schluss habe ich verstanden. Und lass Science mit Greifer durchreichen. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Jetzt hat's grad. Ja, ich weiß, was du meinst. Eine Lücke dazwischen und dann nimmt der eine Greifer aus der Forschung eins. So habe ich es früher auch gemacht. Jetzt, wo du das sagst, so habe ich es früher auch gemacht. So habe ich es früher auch gemacht. Und bin ich noch selber nicht draufgekommen. Weiß ich nicht mehr. Egal! Uzi, merci. Löwensepp, spielst du Elden Ring dann zumindest offstream noch fertig? Sind ja, denke ich, kurz vorm Ende. Bis jetzt stickt mir Elden Ring nicht mehr, ich sag das ganz ehrlich. Luft raus, auch offstream. Ich hab keine Lust mehr, um ehrlich zu sein gerade. Irgendwann ja, also irgendwann bin ich mir sicher, dass ich es offstream weiterspiele, aber momentan kein Bock. Lieblingsnachbarn. Jugendsünden. Ja gut, da haben wir glaube ich alle was zum Verzeihen, ja. Ist halt die Frage, inwieweit euch das interessiert, wenn das der Kani erzählt oder der Flo, den ihr nicht kennt. Wie weit haben da dann Jugendsünden interessant? Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, jetzt müssen wir da nochmal ein paar kleine Dinge verteilen, damit wir endlich den haben wir bei 93% da herum. 90er ist ein geiles Thema, das stimmt. Du kannst Blaupausen mit Steuerung C erstellen. Was? Tatsächlich. Das habe ich mal früher gewusst, ich gemeint, da muss man forschen. Scheiße. Scheiße. Der Elektriker schreibt, kann das sauber eine Erweiterung von der Reichweite sein, zumindest für einige. Du, um das geht's mir gar nicht mal so stark, dass ich da jetzt halt ultra krass mehr Reichweite ausbaue oder so. Aber das schluckt sehr viele Fliegen mit einer Klappe. Ich unterhalte mich gern. Ich darf gern einfach einmal was mit Leuten machen, dass ich nicht nur allein bin. Es ist Content, ja, und es ist kein allzu schwerer Content, weil ich halt gern rede einfach. Und kann mir vorstellen, dass das Podcasts sind einfach zum Nebenbei hören, zum Einschlafen anhören, zum aufmerksam anhören, zum nebenbei Minis bemalen anhören. Und ich rede halt einfach gern. Fertig aus Amen und meine Bletschmatz-Streams hört euch ja auch. Und das jetzt bloß noch mit ein bisschen besserer Audioqualität. Und ich habe da vor, dass man da ein Video draus macht. Ne? So! Dass man uns halt ein Sekt. So wie Almost Daily von den Rocket Beans. Mit 3 verschiedenen Kamerawinkeln und so weiter. Dass wenn der eine redet, sagt man vielleicht auch mal kurz im Fokus den. Dass es nicht bloß ein hingeschissener Scheiß ist, sondern dass halt einigermaßen, es muss jetzt keine super aufwendige Todesproduktion sein, aber dass sich halt ein bisschen was bewegt im Beutel und so weiter. Dann gibt es überall, gibt es bei mir auf dem Ratschen halt. Ja, im Prinzip, Steffi schreibt, Ratschen halt. Im Prinzip ist ja ein Podcast nichts anderes. Podcast, Dirty Talk auf Borisch, unter 3 Männer. Podcast ist halt aktuell einfach das Ding. Ja, Podcasts sind schon lang das Ding. Und ja, da fällt uns mit Sicherheit genügend Themen ein. Genügend. Und ganz ehrlich, da werde ich auch bei anderen Podcasts einfach abschauen, über was sie die unterhalten. Ich werde es mir nicht anhören und dann denselben Scheiß erzählen, das ist ja langweilig. Aber einfach bloß das Thema, um was das geht. Da hat der Flo auch zum Beispiel her das Thema Süßigkeiten aus der Kindheit. Und das habe ich sofort gut gefunden. Geil, kann man sofort anfangen. Wer hat in der Kindheit nicht gespielt, dass er mit den Kaugummi-Zigaretten umeinander raucht? Ja, das ist heute unvorstellbar. Wo soll der Podcast dann erscheinen? YouTube, Spotify. Kerstin, das wollte ich gerade noch sagen. Überall. Also in Videoform natürlich zum einen mal auf YouTube, das ist eh klar. Und da sitzt halt auch nochmal meine Hauptcommunity und da erreiche ich die meisten Leute damit ich nicht bei Null anfange. Und ja, natürlich auf Spotify und es gibt nur so ein paar andere Podcast-Plattformen, die nimmt man da auch gleich mit. Also da muss ich mit dem Kanter schmatzen, so heißt der Kani, der hat ja seinen eigenen Podcast.
Es ist quasi so eine zentrale Plattform, die verteilt das dann automatisch überall hin, wo es hin soll. Ja, der kriegt einen eigenen Namen, kriegt einen eigenen Kanal auf Spotify, das hat dann mit Bierger in dem Sinne nichts zu tun. Der Podcast kriegt einen Titel, der landet halt bei mir im YouTube-Kanal natürlich, aber ansonsten kriegt er überall seinen eigenen. Stolzer Löwe, Sepp! Oh, die guten alten Kaugummi-Zigaretten. Oh yeah. So, jetzt bauen wir noch schnell so einen scheiß Ofen hin, weil ich sehe mich, wie schnell das der Teufel ist. Aber schau dir die so. Unsere Eisenplattenproduktion ist schon wieder sowas von over, dass alles jetzt spät ist. Alles steht, alles hängt. Kriminalfeier. Bauen wir noch einen Ofen. Ich mag sehen. Wo ist er? Da ist er. Was brauchen wir denn? Da brauchen wir einen Stahlträger. Wie baut man einen Stahlträger? Stahlträger kann man bloß im Schmelzofen bauen. Fuck! Aus was? Aus 5 Eisenplatten. Fuck! Tja, Kinder, dann wird's das wohl für heute gewesen sein. Dann werden wir mir die Öfen heute leider nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber heute haben wir ganz schön Meter gemacht. Schau dir das an. Das ist ja dreimal so viel, was wir gebaut haben wie letztes Mal. Und jetzt, wo wir herausgefunden haben, wenn wir unsere kleinen Produktionsstätten da... Ah! Jetzt habe ich draufgeschossen. Ah! Jetzt habe ich es abgebaut! Na, Entschuldigung! Hört auf jetzt! Ah, wie ist das gegangen? Rechts gedrückt. Fuck! So, wie ist es gegangen? Steuerung C. Bam! Jetzt, wo man die Produktionsstätte quasi so kopieren kann. Quasi! Und einfach da herstellen. Bam! Schau dir das so! Das ist ja... Ja, Gemeinde Wies? Da haben wir morgen, das ist ja Wahnsinn, da haben wir beim nächsten Mal 3 so schnell. Das muss ich mir jemand sagen. Wir können jetzt das auf einen Schlag wieder löschen. Mit recht die Maustasten drüber fahren. Geht das auch wieder schneller? Irgendwie? Das ist wie im Paint. Ein Monitor ganz schwarz ausmalen mit dem Mauszeiger. Schaut gut aus. Das explodiert jetzt dann, denke ich. Alt D. Alt. Okay, muss ich nochmal probieren. Warte mal. Oh, mit Steuerung V kommt das wieder von vorher. Ist ja voll geil. Okay, Alt D. Wir haben nur Pro-Gamer da. Failing Shadow, du warst der erste. Pusti aufs Nussi, merci dir. So, klick auf ein Gebäude und drück Q. Da passiert nichts. Ich bin am Gebäude aber auch dran. Steuerung Z. Klick auf ein Gebäude und drück auf Q. Und dann? Sorry, ich hab's umgestellt. Du bist da der Oberheld. Hey, drück auf den Blabla und Q. Das sind zwar meine persönlichen Einstellungen, aber du musst die genauso haben. Gib einen Shortcut für Gebäude übernehmen. Ihr seid die absoluten Pros schon wieder. Freunde der Sonne, was ich dir jetzt sag? Jetzt drück mal auf Spiel speichern. So schaut's aus. Stream 1.0. Leute, da haben wir ordentlich Meta gemacht. Schaut dir das so. Vielleicht durch Offstream ein bisschen weiter. Unsere Forschungsstation werde ich ein bisschen umbauen. So wie es der Uzi vorher geschrieben hat, dass sie die gegenseitig fordern, brauchen wir viel weniger Arme. Also Greifarme und ja, Bantel brauchen wir wahrscheinlich genauso viel, aber egal. Und ansonsten baue ich vielleicht da oben einen Store ein bisschen aus und vielleicht einmal die neuen Öfen. Vielleicht baue ich nur eine Stallproduktion. Ja, die schaut ja genauso aus wie die da herunten. Weißt du was, die bauen wir direkt da zwischen Kupfer. Ja, das Kupfer geht aber wahrscheinlich noch bis da oben. Ja, wird schwierig. Jetzt wird der Platz doch zu eng. Das ist sauber zu eng. Das ist ja immer das Gleiche. Grütze in Allfeier. Naja, die Dinge sind, wie sie sind. Da muss man rundum bauen. Da muss man rundum bauen. Das sagt er ich. Speichern, Spiel beenden. Das ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich kann mich nur wiederholen. Selbiges gilt für so Sachen wie Transportfieber und Rimworld und alle haben vielleicht so ein bisschen leicht belächelt. Ich weiß nicht. Was, deine Kamera ist irgendwie langsam. Test. Warum? Wieso ist meine Kamera irgendwie? Mr. Extremmann, was ist da los? Was ist mit meiner Kamera? Weiß ich nicht. Gibt einen Shortcut für Gebäude übernehmen. Den lernen wir beim nächsten Mal. Ansonsten hätte ich einen Server für einen Mini-Community-Zock. Wenn wir einen Community-Zock im Factorio machen, lasse ich euch das wissen. Wie groß ist die Kartenlastragel? Das ist eine gute Frage. Riesig. Die ist wirklich riesenriesig. Du kannst später Züge bauen und so eine Geschichten und die fahren über die ganze Map drüber und brauchen eine Zeit. Die hängt immer wieder, zumindest bei mir. Echt? Ich bewege mich mal so ein bisschen. Ich habe auch ab und zu das Gefühl so, da, jetzt habt ihr gerade, nein, ihr habt doch keine Aliens nicht gesehen.
Schade, eigentlich könnte ich der Factorio im Hintergrund laufen lassen und wuselt wenigstens ein bisschen was. Oder ist mein PC hier oder was ist da los? Weiß ich, ruckelt bei sonst irgendjemandem noch meine Kamera? Are you serious? Der Failing Shadow. Du hast mich damit angefixt, hab schon zu viel Zeit seit dem letzten Stream reingehauen. Ja, Entschuldigung. Die Karten kannst du so groß machen, dass dein PC nicht mehr da reißt. Hab ich mir fast gedacht. Beim Flugbison passt das, beim Hunter passt alles. Na gut. Naja gut, dann meine ich ja extrem an und gibt der PC erst den Geist auf, glaub ich. Typisch Deutsche Bahn braucht der Zeit, das ist richtig. Gibt Container oder große Lager etc. Gibt's Container oder große Lager etc.? Im Prinzip ja, die kleinen Kisten. Und die kannst halt du so bauen. Bohrerbeier, mir ist wieder ein Zwickel 14. Birger, was sagst du zum blutigen Pfad Gottes? Zu den Boondock Saints? Da ich bitte sagen. Der Einser ist ein sehr guter Film. Die anderen habe ich nicht so im Gedächtnis, darum glaube ich, haben sie wahrscheinlich nicht so gut. Aber der erste blutige Pfad Gottes ist ein extrem guter Film. Felix! Nein, die Kamera passt perfekt. Das hätte jetzt keinen Euro kosten müssen. Du Zipfel an, was tust du denn? Felix, merci. Bora Bayer übrigens ebenfalls noch mit merci. So, gibt sogar Containerschiffe. Was? In Vanilla? Echt? Die habe ich noch nie gesehen. Oder ich habe es noch nie braucht. Keine Ahnung, weil zu wenig Wasser. Birger, hast du angenommen? Körperlich vom Gewicht her quasi. Nein, ja. Ich glaube schon, aber nicht viel. Also das sollte man nicht sehen. Ich wiege zumindest finally nach langer Zeit, aber jetzt wiege ich jetzt schon eine Zeit unter 90. Auch wenn es nicht so ausschaut. Meine dünne Gamer-Armal. meine dünne, wie soll ich sagen, Computerärmchen. Schaut nicht so aus, es ist alles da. Alles hier. Angelegt. Mit Mühe und Not. Was super Wingelbierger. Quasi nicht nur, um eine Veränderung zu sehen. Ich hab nicht fake nur abgenommen, dass man eine Veränderung sieht. Nein, glaube ich nicht. Aber danke, das sage ich schon wieder als Kompliment. Ja, wenn einer meint so, hey, ich glaube, du hast abgenommen. Glaube ich nicht. Also ich weiß, nein, aber danke. Du schaust so der Hunger aus, ja. Ich kann mir nichts zum Essen leisten, bitte mir spenden, danke. Also, der Vollbart, ja, den habe ich aber auch nicht zugeschnitten. Das ist immer so, wenn ich den im wuchern lasse wie die Hölle und schneiden dann zu, dann schaue ich immer aus, als hätte ich 10 Kilo verloren. Das ist der Wahnsinn. Oh, jetzt schreibt einer Käsestickerl. Jetzt habe ich Bock auf eine Kassstange. Grütze fix. Letztens hat sich ein Zug von der Deutschen Bahn verfahren um 150 Kilometer. Ernst jetzt oder was? Kannst du dich quasi vom Zug überfahren lassen, also quasi auch unfreiwillig. Wie viel quasi schreibt's dir? Ich kann's doch quasi, wie lang der scheiß Counter? Ihr triggert's mich doch, das ist doch gelungen. Und weiß etwa, was das war? Ich frage mich, was da jetzt los war. Das ist echt komisch gewesen. War das schon mal bei Appern und was das war? Mei, vielleicht hat sich der Browser aufgehängt. Irgendwie. Browser zu, Browser wieder auf. Das passiert einfach manchmal. Was genau war, kann ich da quasi nicht sagen. Ergo einfach Hashtag neu starten. So. Leider, jetzt ist es halb 11. Vielleicht lasse ich mich. Weißt du, was mich an Total War Warhammer 3 interessieren wird? Ogerkönigreiche. Und was ist Menschenfraktion in dem neuen. Was ist Menschenfraktion? Wie heißen die? Irgendwas mit K. Nicht Khaleesi, das ist was anderes, das war Game of Thrones. Wo? Kalesch? Irgendwie so? Die Menschenfraktion darf mich interessieren, aber die ganze Chaoskacke darf mich überhaupt nicht interessieren mit diesen Dämonenscheißen so. Mag ich nicht. Ich meine, fuck them Xenos. Kevin, vielleicht oder auch Kevin, who knows? Ich meine, die beste Fraktion, wo gibt? Kevin! Gute Fraktion. Kenn nur Allianz und Horde. Wir hatten einen Reveal vom WoW-Add-on gestern gesehen. Dragonflight. Kann ich nicht viel sagen. Kislev heißt's. Wir haben 2 Menschenfraktionen, echt? Es gibt 2 Menschenfraktionen? Katai und Kislev? Okay. Ich mag aber das gute alte Imperium. Mit dem Großimperator Franz Karl. Also ich warte in Warhammer 3 auch noch auf das große Update. Und was mich schon wieder triggert ist, dass ich so eine Vorbesteller-Version brauche oder ein extra DLC für die Ogerkönigreiche. Das nervt mir ein bisschen.
Aber ja, sonst hätte ich nämlich geliebäugelt mit Freitag oder Samstag oder vielleicht sogar Freitag und Samstag, weil am Freitag und Samstag geht die alte Bürgerin, die geht schon wieder fort und ist jetzt dann wieder da und denke mir so, ich mag jetzt dann am Projekt, an dem ich gerade werkelt, nicht weitermachen, am zweiten Projekt, an dem ich gerade werkelt, mag ich nicht weitermachen und am dritten auch nicht, weil ich die ganze Woche schon nichts anderes nicht tue, Kruzifix. Und Löwensepp, wenn du am Samstag streamen sollst, dann wäre es ein geiler, abgehackter Handystream in der Deutschen Bahn. Nimm den Kopfhörer mit, verstehst du ein bisschen mehr. Mr. MRC, WoW, oh, mein Stuhlgang ruft. So, bin für heute weg, habe die Ehre. Mr. Meinmaker, hauen Sie sich eine, habe die Ehre. Ne? Dann machen wir heute 40. Problem wo? Wen interessiert denn WoW Dragonflight, wenn Wrath of the Lich King Classic kommt? Ganz ehrlich, Wrath of the Lich King Classic interessiert mich sowas von ein Scheißdreck, das gerade noch schäbert. Außerdem kommt es sowieso ein Jahr zu früh. Offensichtlich spielt keine Sau mehr Classic. Burning Crusade muss ja ein riesengroßer Erfolg gewesen sein. Ja, ich sag nichts gegen Classic, das war am Anfang ganz geil. Aber so gegen Level 50 und 60, dann ist einem jedem so ein bisschen gedämmert, so what the fuck am I doing with my fucking life? Ob ich da vielleicht noch mal 1000 Stunden in 14 Jahren, 16 Jahren, 17, 18 Jahren ins Spiel einstecken soll? Ja, ich weiß auch nicht. Samstag schaue ich dann den Stream im Bierzeit. Haben schon die ersten Frühlingsfeste und so, oder wahrscheinlich. Bei uns ist bald Weinfest. Da werde ich mir wahrscheinlich auch einmal weg tun. Da kann es auch gut passieren, dass ich von Freitag bis Freitag brauche. Und übrigens ist auch in meiner Geburtstagswoche werde ich mir wieder Urlaub nehmen, so wie ich das immer mache. Da ist aber daheim noch. Da ist gar nicht mehr so lang hier, oder? Alter, wieso ist da nicht mehr so lang hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Ja, 6 Wochen ist ein bisschen. 6 Wochen ist ein bisschen. Da ist noch ewig hin. Arbeitest du eigentlich noch oder machst du das hauptberuflich? Ja, Odin, ich arbeite ja nicht ganz normal, wenn man so will. Ich bin auf beiden Seiten mittlerweile selbstständig, wenn man so will. Aber theoretisch, also auf dem Blatt Papier, aber ich arbeite ganz normal. Aber halt halbtags. Ich arbeite hauptberuflich. Aber das mache ich schon seit Ewigkeiten. Das mache ich schon seit 2015. Und seitdem diese Corona-Kacke da jetzt angefangen hat, vor 2 Jahren, hat man herausgefunden, hey, Homeoffice ist ganz geil. Und seitdem war ich eigentlich fast nimmer in irgendeiner Arbeit, wenn man so will, das ihr als Nicht-Selbstständige vielleicht als Arbeit versteht, sondern mach nur noch Homeoffice. Und ich werde mir auch nichts anderes mehr aufschmerzen lassen, sage ich dir, wie es ist. Ist aber völlig Banane, ob jetzt dieses YouTube existiert, so wie es ist oder nicht. Da ich genauso machen. Außerdem arbeite ich schon halbtags seit 2. Kommt auch im Video vor, das dann in 2 Wochen kommt. Das mache ich schon seit 2015 und da hat YouTube nichts damit zu tun. Ich warte schon ewig auf verfickt's nice die Elder Scrolls. Oh, Mr. Last Trial, da werden wir noch lange warten müssen. Elden Ring ist zwar geil, aber irgendwie finde ich, dass die Open World das Spiel ein bisschen kaputt macht im Vergleich zu Dark Souls. Du darfst die 2 Spiele nicht miteinander vergleichen. Ich habe einfach zu viel Zeit in dieser Open World verbracht, sodass es mir jetzt einfach nicht mehr stickt. Und jetzt habe ich keinen, wie soll ich sagen, jetzt habe ich keinen Ansporn mehr, mir die ultra schwere Scheiße zu geben. Mag ich jetzt halt einfach nicht mehr. Naja. Lanzarote Duit müsste auch bald sein. Wann ist denn die halbe so? Weiß ich nicht. Jetzt ist Ostern schon wieder vorbei, die Zeit verflügt. Herr Max kommentiert, da hast du allerdings absolut recht. Ich habe gerade schon 20. April, Alter. Wo ist der April hingekommen? Ich meine, so, ja, jetzt haben wir Anfang April, passt. Nein, Scheißdreck haben wir. Und in gute 3 Monaten ist Sommerpause. Da bin ich mal für 4 Wochen fort. Also von YouTube ganz. Da habe ich in der Arbeit da 3 Wochen Urlaub meistens. 4 kriege ich, 4 ist auch krass. Ja, kriegt irgendjemand bei euch 4 Wochen Arbeit im Urlaub? Ja, kriegt von euch irgendjemand in der Arbeit 4 Wochen Urlaub? Ist da irgendjemand dabei, der 4 Wochen am Stück Urlaub kriegt? Ich glaube, ich bin mit 3 schon sehr gut dabei. Und meistens 3 ist mir sogar noch so hin, dass ich einen Tag früher dann gehe, weil kennst du das, ja, ich bin eigentlich mit allem fertig, Chef, was sagst du, kann ich heimgehen? Ja, passt schon ab. Nö, da der kriegen, für 3 muss ich schon auf den Knien rumrutschen, quasi schon, ja, BMW, ja, aber nicht am Stück. Also, ich meine natürlich am Stück. Ja, darf man die auch anschmerzen, wenn man die sagt? Nein, niemals, Alter. Niemals. Also, es kommt ganz drauf an. Da können wir auch gerne mal drüber reden. Ich hätte fast regulär 5 Wochen, das ist geil. 8 Wochen habe ich schon mal gekriegt, 4 Wochen Urlaub, 3 ist das Maximal. Ja, bei mir sind es auch 3. Und, wie soll ich sagen, es ist so, ist halt auch den ganzen August. Das werden wir dieses Jahr wieder genauso machen. In der 1. Augustwoche bin ich noch da und in der 2. Septemberwoche komme ich dann wieder.
Werden wir genau so machen wieder. Ich weiß schon, da geht der Kanal so ein bisschen im Bach runter und so, ja. Aber da wie soll ich sagen? It is what it is. Und vielleicht haben wir bis dahin schon mal einen Podcast ein bisschen auf die Füße gestellt, dann kommt sogar in der Zwischenzeit was, weil sowas kann man ja vorher mehr aufnehmen und dann einfach im Urlaub releasen. Wolfrick, hörst jetzt du mir auf, Fixletten! Balancing ist Total War 3 ist inzwischen echt gut, wie die älteren Total War, wo 2 Def-Einheiten 5 Einheiten standhalten können. Richtig like a Spearwall. Wirklich gut im Gegensatz zu den anderen 3. Es gibt nur 2 andere, oder? Gibt es nicht nur 2? Es gibt doch nur 2 andere Total War Warhammer, also da bin ich besoffen. Ich bin gespannt. Ich glaube, spätestens mit dem großen Update, wenn es die anderen Fraktionen gibt, werde ich es mir holen. Vorher schauen wir mal. Ansonsten weiß ich nicht, was wir am Wochenende dann spielen. Wahrscheinlich vielleicht Factorio, vielleicht auch irgendwas ganz was anderes. Auf was ich spontan dann Bock habe, vielleicht habe ich am Wochenende aber spontan auch gar keinen Bock. Das ist das Schöne, deswegen bezeichne ich das da nicht als irgendeine Art von Beruf. Irgendwie natürlich auch schon, mittlerweile so nach 5 Jahren und ja, natürlich verdiene ich da Geld damit und bla. Ich höre es ja nicht auf, zum mal anschmeißen, die Zipfel Adams. Was soll ich da auch sagen? Aber das da als Arbeit bezeichnen ist halt echt fragwürdige Scheiße. Ich mache das halt einfach gern und ich halte mir halt an meinen Zeitplan, weil sie da einfach leider dran gewohnt haben und jetzt komme ich sowieso nicht mehr aus. Ja? Ich komme nicht mehr aus, ich fühle mich forever verpflichtet, das da durchzuziehen, ob es ihr wollt oder nicht oder ob ich will oder nicht. Also im Prinzip ist dann eigentlich schon wieder Arbeit, wenn man so will. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Flight Simulator, der kommt gegebenenfalls am Montag, das weiß ich noch nicht. Montag schaut nicht schlecht aus, sagen wir es einmal so. Ich hätte aber auch noch mit Bock auf eine Retro-Runde. Retro oder Flight? Ab in den Chat. Ich rauche dabei. Retro? Flight? Retro? Retro-Flight? Sims? Okay, der Sprengi ist der Einzige wieder, der weiterdenkt. Warum oder Fragezeichen? Beides Retro-Flight, also 2 Setup-Review. Der kann man unerwartet. Wann kommt wieder ein Kruzifix? Max kommentiert, das kann ich da nicht sagen, wenn die Zeit reif ist. Retro-Flight, Petri, Retro-Flight, Retro. Ja, 50-50. Ich verspreche euch mal so viel, es kommt beides. Okay? Also ob das jetzt nächsten Montag kommt, das eine oder das andere nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Aber was der mal in Retro, was der für sie Bock hat? Fucking Diablo. 1, 2 und 3. Hauptaugenmerk natürlich auf Diablo 1 und 2, weil das für mich Retro, also das 1 ist auf alle Fälle ein Retro-Spiel, das 2 ist noch nicht Retro so wirklich, aber gehört dazu und einfach nur zum direkten Vergleich dann, so die letzten 20 Minuten schauen wir Diablo 3 an. Diablo Immortal, wir haben schließlich auch Handys. Don't you guys have phones? Hätte ich Bock, also auf Diablo hätte ich zumindest einmal Bock und auf die Strategiegeschichte hätte ich auch Bock. Command & Conquer, Dune 2, das erste Real-Time Strategy Game ever. Command & Conquer, was daraus geworden ist. Das glaube ich ist auch von Westwood, wenn mich nicht alles täuscht. Und. Ja, das muss ich mir ein bisschen zusammenwerfen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Bitte habt ein bisschen Geduld momentan. Ich sag's euch, ich bin wieder ein bisschen mehr motiviert. Das kommt übrigens auch dazu. Wo das auf einmal herkommt, weiß ich nicht. War halt mal wieder so 2-3 Wochen Down-Phase. Jetzt bin ich wieder halb voll dabei. Habe aber auch einen Haufen zum Tor. Ich habe ein bisschen einen Zeitdruck und so weiter. Das muss fertig werden, was ich davor habe. Und da ist rundherum um den Video einiges zu tun. Was genau, da redet man dann drüber, wenn das Video da ist. Und jetzt, wo der Hardcore-Kern da ist, lasse ich einfach mal ganz völlig, absolut unkommentiert Folgendes für 25 Sekunden laufen. Also, heißt so weiter. Lieber Herrgott, der weiß alles, der sagt alles und er kann alles. Aber irgendwie, ich hab mein Schnuppelbeitel-Gisting in kleiner Franzl versenkt und alle so, armen Bruder, hat keiner gesehen. Ein Diplom in Theologie, jupp, ich bin jetzt narrenfrei und feiert die fetten 18 Partys in unserer Sakristei. Mit Holy Jesus Christ und Heiligen Gral wechseln, geh mit meinem stummen Klingbeidel im Kindergarten flexen. So, mehr mag ich schon gar nicht herzählen. So.
damit der harte Kern weiß, um was das geht. Und ich brauche noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ansatzweise damit fertig. Das ist eine absolute Rohversion. Ob das der Beat ist, der Size, weiß ich noch nicht. Ob es überhaupt fertig wird, weiß ich nicht. Ja, das ist zero, nada. Das ist einfach bloß einmal, zeig mir schnell her. Kurze Sneak Preview. Es kann sein, dass das nie kommt, kann sein, dass es im Dezember erst kommt. Habe ich einfach Bock gehabt. München schreibt schon die ersten Abmahnungen. Ja, auf die warte ich noch gerade. Soll gar kein herausragendes musikalisches Werk werden. Es soll einfach bloß die richtigen Leute richtig da triggern, wo sie es haben wollen. So! Ja, Kinder, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Neben dem ist halt das eine Projekt noch, das muss in den nächsten 2 Wochen fertig werden. Bis dahin kommt kein anderes Video nicht, sage ich euch gleich schon. Streams kämen wie gewohnt, vielleicht auch am Wochenende, wie gesagt. Vielleicht, ich mag es nicht versprechen, vielleicht habe ich am Wochenende auch einfach keinen Bock und liege einfach bloß einmal auf der Couch, wenn ich sturmfrei habe. Können wir auch einmal machen, ja, schaut auch nicht. Dass das musikalische Ding, was ihr jetzt da gerade gehört habt, ja, dass ich mit meiner Musik nie wieder an weiß-blaue Karos oder irgend sowas ohne Kratz, das versuche ich auch gar nicht erst. Sondern ich mache halt wirklich bloß noch auf, was ich Bock habe. Und das Thema hat mich einfach letzte Woche schon wieder getriggert as fuck. Und dann habe ich mir gedacht, wieso bin ich da eigentlich nicht schon früher drauf? Da gehört eigentlich schon lange mal was her. Vielleicht auch an den Neuen, die mich noch nicht lange kennen. Ich mache ja auch Musik. Suchst einfach mal auf Spotify nach Birger. Viel Spaß damit. Und der Podcast und überhaupt sowieso. Und dann habe ich da noch so ein Skriptteil-Ling. Das hat gegebenenfalls was mit Gaming-Videos zu tun. Und mit absoluten Blödschiss. Ist nicht ganz alt, fett und langsam, aber einfach was anderes. Einfach mal was anderes. Ich hoffe, mir ist keiner best, dass man die How-To-Kacke langsam einfach aus der Fresse raushängt und ich mit Gewalt einfach irgendwas anderes irgendwas mache. Das muss auch keine Serie nicht sein, da muss es nicht dann 28 Teile davon geben. Einfach irgendein Video, das irgendwie, wenn es mich belustigt es euch vielleicht auch, wird schon passen. Alt fett bis Saladen abgenommen. Quasi alt fett langsam 2. Der Flash schreibt ein How-To. Dieses Skript für How-To liegt seit über 4 Jahren in meinem Ordner von How-To-Skripten. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, ich war ein totaler Volldepp, wenn ich die Leute verzeihe, wie ich meine Videos mache. Natürlich machen wir das nicht. Jetzt nach dem 50. ist es mir wurscht. Also hätte schon zumindest mal irgendjemand probiert. Lustigerweise haben sie ja, eine ganz bestimmte Person hat es probiert und ist nach den ersten 30 Sekunden kläglich gescheitert. Aber gut, was weiß ich schon? Johannes, das Kinderficker-Thema war ein Thema für einen Podcast. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Das geht mir auch schon zu weit ins Politikthema eigentlich mehr, ja, wobei eigentlich nicht, sonst hätte ich kein Video und kein Lied nicht machen, noch habe ich kein Lied gemacht, kein Video nicht drüber machen dürfen. How to austreten, wer das noch nicht gesehen hat, bitte anschauen, danke. Und ich weiß nicht, ob ihr die Meldung letzte Woche gesehen habt, wo das Erzbistum Köln 1,12, lasst es mir liegen, aber auf alle Fälle über 1 Million, 1,1 Millionen Euro Spielschulden für einen Pfarrer bezahlt hat. Also mit eurem Kirchengeld. Und 5 Minuten später wird sich gewundert, warum die Austrittsquote aus der Kirche so hoch ist wie noch nie. Wahrscheinlich wegen How to austreten. Bin unschlüssig. Birger, mach einfach, worauf du Lust hast und was dich bewegt, dann mengen wir die. Das wollte ich hören. Herr Flash, das wollte ich hören. Herr Hunter, lasst der Glücke, ich hau mir ins Bett, gute Nacht an alle. Herr Hunter, hauen Sie ins Bett, ich sage merci fürs Zuschauen. Und dem ganzen Rest sage ich ebenfalls merci fürs Zuschauen. Büsschen aufs Nüsschen. Ein Büsschen aufs Nüsschen und ein Schnittchen aufs Tittchen. Geil, Leute! Jetzt habe ich Bock auf Schnittchen! Birgerin! Ja, egal. Danke für die ganzen Donations. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es taugt für den harten Kern, der noch da ist. Der hat wahrscheinlich sowieso schon auf Like gedrückt. Wer nicht auf Like drückt, der schlägt mein Zahnrad. Vielleicht, wenn ich nicht alles hier da habe, sehen wir uns am Wochenende, Freitag oder Samstag.
mit irgendwas, was wir spielen, weiß ich nicht, das wird spontan. Wenn nicht, sehen wir uns spätestens am Montag um 20 Uhr mit irgendeinem Retro-Stream oder mit dem Flight Simulator. Weiß ich noch nicht. Das entscheide ich spontan am Sonntag auf die Nacht in der Discord-Ankündigung. Entschuldigung, ich habe gerade voll ins Mikrofon eingerotzt. Das ist das Allerasozialste, was es gibt, du fetter Trottel im Internet. Danke fürs Zuschauen. Jetzt heute mal, jetzt geht's ins Bett, gute Nacht, vorab ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens am Montag, vielleicht am Wochenende. Haben wir's, oder? Ja. Okay, dann hauen wir den noch schnell raus. Hobby! Und jetzt schleicht euch. Und das Allerwichtigste, fucking niemals vergessen. Hashtag Schdrabse. SCHDRABSE. Soll ja den Buchstabierwettbewerb mitmachen. Habe ich gerade festgestellt. Das ist schneller gegangen, als ich erwartet hätte. Hat es gestimmt, was ich gesagt habe? Weiß ich nicht. Muss ich mir meinen eigenen Stream noch mal anschauen und muss das klären. Jetzt schleicht euch und halt dein Maul, du Trottel. Hab ich dir